So, kleine Kinder sollen verlieren lernen, verdammt nochmal. Ja, Schon sowas mal. gehört einfach dazu. Das gehört zum Leben dazu. Scheiß kleine hysterischen Drecksschreizen. Und wenn sie es nicht lernen, dann schmeißen sie es in Babyklappe, die Vollidioten. Mir scheißegal, wie ich das In sage. der F-Jugend passen schon rein. Dann haben sie vielleicht wenigstens eine Familie gewonnen. Ein Stückchen weiß kriegst du es auch mit 13 rein. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Was? Haben wir einen Durst? Habe die Ehre, ich bin's, der Biergeist, der Conny. Servus. Nicht mehr nach der Sommerpause. Nein. Das ist der Flochi. Hallo. Floki Janne. Der Maul. Floki. Machen wir in Season 2 genauso weiter wie Auf früher? gar keinen Fall. Auf gar Ich heiße keinen ab Fall. sofort Tobias. Nein. Und das ist das Ende unserer Sommerpause. Und später wird schon. Da haben wir wieder. Schaffen wir es noch überall. Ich weiß, du bist aufgeregt. Mal Melene. Schau, ich habe uns lustige für uns nicht. Ich glaube, ich habe mir jetzt keine gerade das Bandel gerissen. Was war? Das Bandel. Ich muss den Gang schauen lassen. Über den Bergdoktor, der schreibt die Gang. Gang. Ich bin Gang. Gang, ich bin nur Gang. Gang geh. Gang Warum muss ich geh. eigentlich die Augustiner-Pisse saufen? Was ist Dann sind wir endlich mal nicht mehr 15 und kaufen uns ein erwachsenes Ich Bier. hab einen Kasten da drinnen, Augustiner, der darf da abgelaufen sein, seit Januar, seitdem ich weiß, dass du so richtig krantig bist. Das ist Zumindest mir habe ich keine Masse. jedes Mal, wenn du ein Bier haben möchtest, bringe ich dir das. das aufgelaufen, die August? Das könnte gut sein. Oh, ein Krone. Wenn man aufsetzt. Oh. Ja, die lassen wir da. Mal schauen, wie lange das oben bleibt. Ja, Bürgerkrone. Ja, Ziehst auf die Haus, dann hagelt das Ei. hallo. So. Fangen wir mal Also, so jetzt halt. ist gut benannt. Ja, schon, ja. Ja, irgendwie, weiß ich, die ganze läuft schon. Haben Haben wir noch nichts gesagt? haben Läuft wir- schon Aufnahme, oder? haben wir 5 Minuten Wenn wir in-game. kurz Ich, Pause ich, machen ich für die dränge mir jetzt einfach, Spotify-User. ich dräng mir jetzt einfach mal schnell auf. Ich dränge mir jetzt einfach mal schnell auf, weil Bitte. wir mir Hauen Sie raus. Moment, da muss ich jetzt schauen. Du schreibst wie ein 12-Jähriger, gell? Am 16. September, 9:30 vormittags im Kino Vilsbiburg Red heute in die Kamera rein. nehmen wir mit uns, wir sollen ins Mikro reden, nimm ich mit meinem Podcast unsere 200. Folge live auf, also wer uns vielleicht einmal angelangen möchte, wir sind Stars zum Anfassen, kann sich da gern bei uns anmelden, also bitte kommen und anfassen. Was ist das? Was jetzt da? Ja, aufnehmen, schmerzen. Also, ihr nehmt Unsere ihr 200. sitzt ja in einem Kinosaal quasi mit Publikum und dann nehmt ihr da live im Prinzip eine Podcast-Folge. Ja, genau. Und es Jetzt gibt da ein das Bier. Publikum mit einbeziehen? Wahrscheinlich schon ein bisschen, zwar nicht so extrem wie bei der 100. Da haben wir direkt so FAQ noch am Schluss gemacht, aber da kommen dann so dumme Fragen wie, Corby, wie viele Oliven kriegst du in den Mund ein? Aber ist schon Darum haben wir jetzt halt vorab haben wir uns jetzt halt Fragen stellen lassen, dass wir vielleicht ein wenig Scheiße aussortieren können. Und dann ist vielleicht noch ganz wichtig, der Podcast von der sich hauptsächlich über Filme und Serien dreht und absolutäres Fachwissen. Absolut, Alter. Absolut. Ja, wir sind ähnlich so- wie da, so. Ja. Die Parallelen Also sind unser erschreckend. Corby hat nicht mal Barbie verstanden, jetzt wisst ihr, wie gescheit, dass wir mir sind. Ja, gut. Ja, und Oppenheimer offensichtlich auch nicht, habe ich gehört. Oppenheimer auch nicht, nein. Also, Er aber heißt- auf der Förderschule los. Der Podcast heißt Viva la Movilusion. Der Link ist in der Beschreibung. Wird's Plätze zum Schreiben ist. Ich habe ihn vorgewarnt, bevor er angefangen hat. Ich sage, was ist die Trottel mit, die können das nicht schreiben, aber was war ihm wurscht. Aber ja, mir ist aber viel wurscht, was heißt, das sollte man nicht machen. Da ist doch irgendwo im Movilusion ist irgendwo ein Accent Ja, auf dem über O. Buchstaben. Auf dem Ja, das O. war schlecht. Schlechte Bei Idee. welchem O? Dann der Ja, zweite. haben wir noch eins. Es war einfach. Na, Das Movilution. Oh, richtig, oh. Das hat 2 O. Movi, M-O-V-I-E. Illusion. Ach, da beim Movie. Mann, du Irgendwann weißt, schreibt man mit U. Irgendwann schreibt man mit Wieso? U. Was tut der? Also recht viel Homosexueller wird es halt sowieso nicht wie Accent aigu. Immer wenn man das sagt, lutscht man Herausforderung. automatisch 2 imaginäre Schwänze, habe ich Oh, gehört. was muss ich da sagen? Die 15 Sekunden haben die, Ach so. haben die 15 Sekunden eigentlich um Jahr passt, weil in der Season 2 der einzige, was wir mir erreichen wollen, ist, dass wir nicht mehr monetarisiert werden, weil sonst geht uns nämlich die Kohle aus. Oder es spendet halt einfach bei mir, es klickt ein Bastard. Ja. Wirklich. Per-Kommentar zum Beispiel. Oder Nur Knicker die holen. ihr schickt uns Geld. Einfach so. Per Brief. Mit der Brieftaube. Mit- Da waren wir schon mal, Ja, glaube ich. Postkutsche. Habe ich jetzt schon wieder Déjà-vu, obwohl wir uns seit 6 Wochen nicht gesehen haben. Possible. Was macht der Accent aigu mit einem Buchstaben? Wie spricht man den dann aus? Kann irgendjemand Französisch? No. Sur le pont d'Avignon, on est dans... Ja, aber heute hat ja Französisch Musik gehabt, aber Frère, dorlez-vous, dorlez-vous. Dormez oder So, Dorlez? ich weiß nicht mehr. Sole Limotine, kann ich sagen? So? Ja, irgendwann, ja, so in Muss etwa. sein nicht mehr. Mensch, hört doch nicht jeden Scheiß, oder? Ja, Wir haben ja das damals in der Schule Ja, in mehrere Sprachen singen müssen. Und wir singen irgendwie nur auf man Français hat im doch Hirn dieselbe drin. im Kanon gesungen. Ja, ja.
Das war so ein Scheiß. Frère Jacques, Frère Jetzt du. Jacques, dormez-vous sur le pont à Mama, loli lol, bla bla bla. Keine Ahnung, irgendwie so, das haben wir, glaube ich, im Kindergarten oder irgendeinen Scheiß. Wir nur Im Kindergarten. Hier in der glaub 5. schon, oder das 6. hab ich Klasse haben wir das Ja, so Alter, das sind irgendwie, was ist jetzt? Nein, im Kindergarten hat man 3 Chinesen mit dem Ja. Kontrabass gesungen. Oh, shit. Oder halt 3 Chinesi mit die Kindrich. Genau. Oder Drokonoso Kontrabus. Und dann noch diese Das Scheiß, war- hab eine Tante aus Marokko und die kommt, habt ihr das auch kennt? Nee. Nein, das kenn ich nicht. Die hat dann immer mit Pistolen geschossen und die hat immer lauter komische Sachen dabei Ja, gehabt. tu mir weiter, kannst du mir Das so war, noch hab ein eine Tante aus Marokko und die kommt und sie schießt aus 2 Pistolen, wenn sie kommt, piff, paff und Ja, und dann immer noch was dazu. Na, Piff, na, warte nicht. Ich weiß nicht, wie es genau gegangen ist, aber es sind dann immer Sachen dazugekommen und du hast Ja. dann diese Geräusche hintereinander. Es war, glaube ich, mal so die, ich packe meinen Koffer des kleinen Mannes. Geil. Das Kleine sprichwörtlich Mann, ja. kleinen Mannes. Genau. Im Kindergarten des kleinen Mannes, ja. Was hat man im Kindergarten noch so drin? Das ist was, das haben wir, glaube ich, in unseren Anschluss gekriegt, Nostalgie-Staffeln in der ersten nie. Ich habe Anschluss gekriegt, weil ich einem Mädel ein Frisbee am Kopf geworfen habe. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, dass da habe ich mich bei der Eva auch entschuldigt, nein, ich erzähle jetzt nicht nochmal. Das hast du schon Habe ich schon verrückt geschwärmt. Ja. Mit Eva habe ich noch im Kopf. Ja, ich habe immer gesagt, ich habe aufgezogen und dann habe ich sie aber trotzdem absichtlich entschuldigt. Es tut mir so leid, Eva. Ist doch gelungen. Jo, es war nicht nett. Das war nämlich so, ich selber baut, habe ich damals wahrscheinlich gesagt, mir wurscht jetzt, verzeih es nicht nochmal, das wissen doch die Leute sowieso nicht mehr. Wenn sie nicht mehr weiß, wissen die das auch nicht. Die wissen ja nicht mehr, was wir zur Begrüßung gesagt haben, die So. Idioten, die uns Ja, zuhören. nicht mehr. Was haben wir heute zur Begrüßung gesagt? Ab in die Kommentare. Dummbatzen. Dummbatzen. Und wer zurückskippt und nachliest, ist ein riesiger Dummbatz. Ja, stimmt. Das sehen wir mir übrigens in die Analytics. Brauchst gar nicht so tun. Das Cool, war, Market das Show. war so ungefähr so dick. Das Wie war mein so Schwanz. richtig, so ungefähr wie ein dünner Schwanz. Ja, Das ist halt kein eben- dünner Schwanz. Also ich finde das ist schon ein dicker Schwanz. Das ist, danke. Ja. Ja. Das Ja, baut okay. mich jetzt schon ein bisschen auf. Zugegeben, ihr seht es nicht richtig. Warte, ich mach schon. Ja, eingeschaut, Dummbatz. Eingeschaut! Ich hab die schon gesehen. Ja. Und so ein richtiger Hartholzstab und dann mit Schnur ein Handgriff, so an den Handschutz da gebunden. Und das war richtig schwer, das Scheißding. Weiß ich nicht, warum hast denn du nicht da einmal gesagt, was mit dem sprichwörtlich vorpubertären Schlagstock gehst nicht in die Schule. Das der wir nicht. Das ist nicht keine gute Idee. So, wo waren wir? Frère Jacques. Nein! Oh, wie lange haben wir es geschafft? Ich weiß nicht, da steht 7 Minuten 53, aber Oh, am Anfang oh, muss ich aber ein bisschen was wegschneiden, weil 5 Minuten. 5 Minuten gleich. Also ich finde schon, dass das hochqualitativer Content war, den wir da bis jetzt Das ausgeschossen war haben. brutal. Wenn das deine Zeit nicht wert war, der da gerade immer davor sitzt und schaut und nicht, dann weiß ich es auch nicht. Ist das halt auch zum ist das rein? Ich weiß nicht, wie wir es machen. Also für das, dass wir letzte Woche die Spotify-Leute eine ordentliche Kackwurst hingeschissen Haben sie aber verdient, Haben's ja. verdient. Ja, Lustigerweise, also für die das vielleicht nicht wissen, letzte Woche und während der ganzen Sommerpause sind alle Folgen, alle Kurzfolgen gleich auf YouTube und Spotify gekommen. Alle. Und die letzte war übrigens die beste Folge, muss ich jetzt auch mal selber sagen, wo uns ChatGPT selber das Thema vorgegeben hat. Und die haben wir auf Spotify aufgeladen. Aber die Folge dauert 1 Stunde und 6 Minuten. Und Man hört nur das Intro. hört man das überhaupt? Ja, ich glaube schon. Ey, Ja. Das klang dabei. dann habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Nämlich, dass ich das Intro drin lassen habe. Es war pure Absicht. Und weißt du, was das lustig ist? So mit Abstand die meisten Hörer in den letzten 6 Monaten. Aber ich habe fleißig den Leuten allen zurückgeschrieben, wir arbeiten an dem Ja, Film. wir arbeiten dran. Ich hab tatsächlich auch ein paar geschrieben, dann wie ich aus der Sommerpause zurück bin und wieder am PC so, habe ich ein paar Nachrichten gehabt, so, oh, da hört man nichts, so bloß sind und so, ja, wir arbeiten dran. Ist schon austauscht, kommt dann schon. Ich hab nur zugeschaut mit der scheiß Maul. Geht Das doch kommt- die das kommt- Interreco. Das kommt an jeden Zuhörer, kommt es so, je nachdem, was für eine Antwort er haben möchte, das weiß er eigentlich ja vorher schon, muss er einem von uns schreiben. Von dir kriegst du halt den Maul, ich sag so, ja, schauen wir mal, und du schreibst einigermaßen voll normal, motiviert. voll motiviert und nett. Wir arbeiten mal zurück. dran. Ja, wir arbeiten dran, Ja, ja. das regeln wir, kriegen wir hin, danke fürs Bescheid Passt. sagen. Bist du ein richtig fleißiges Muss ich Bienchen, muss ich ja. sagen. Ein richtig fleißiges Bienchen. Ein Hümmelchen, würde ich behaupten. Ja, aber Aber wir haben auch Fetter ich hab Bumblebee. auch geschrieben gekriegt, auch von Bekannten, dass das eine der besten Folgen war, die ChatGPT, weil die auch mal recht ernst war und auch vom Kopf her. Das stimmt, Also da hat er tatsächlich- wirklich, also es war wirklich, wir haben wir nichts gelobt worden vorbereitet, auf es war live, einfach, wie haben wir geschrieben, scheiß unser Thema. Scheiß unser Und dann Thema. kommt halt das, da wird es da richtig genommen, man merkt das glaube ich in der Folge, also mit, also jetzt der Doktorarbeit schreiben, spitzt du ein wenig. Aber dann hat sich das als sehr gutes Gesprächsthema. Danke, ChatGPT. Dankeschön. Danke. Werden sehr wir dankbar. öfter mal, so wie das ist, easy Content.
Ja, ansonsten so, das erste, was mir so einfällt, Season 2 Kinder. Jetzt machen wir die Scheiße seit Jetzt über du jetzt auch einem koppelst, du asozialer Hund. Was die Scheiße schon wieder? Okay, ich wollte eigentlich gerade die Frage stellen, so, haben wir irgendwelche Pläne für Season 2? Können wir was vorstellen, was unsere Hörer darunter vor? Ändert sich was? Machen wir, kommt was Neues? Also das O-Koppen haben wir hat sich einen nicht Plan? geändert. Das hat sich schon mal nicht geändert. Mann, das da Dann bringe ich gleich meinen Onkel Werner. Sehr schön. Sehr schön. Deswegen hat das Hundsspielzeug da an der Rückseite ein riesendrum Loch. Das ist nämlich übrigens auch ein Lämmchen. Das war jetzt ziemlich lange asozial. Beine. Ich bringe Heidi Klumpen. Heidi Klumpen. Ich bring Transkachi Biburg. Transkarte. Transkache Biburg. Legendary. Ich bringe einen Göttel mit ein. Ich sag, Einen Göttel, den nehmen wir auch wieder mit dazu. Ich packe Jetzt meinen soll ich Koffer, einen Gürtel. Ich packe meinen Koffer. Dann ist er Folie. Scheiße, Den wer hab kann ich- man nicht mitnehmen? Florian, du bist in Höchstfahren, den hab ich wieder nicht können sehen. ist der Gürtel mehrgewichtig? Der Gürtel ist nicht fett, oder? Also er ist mehrgewichtig, aber Das er ist ist ja nicht, er ist schon ein bisschen mehr. Internales Fettshaming. Echt? Doch, der ist schon. Oh, der Gürtel zugenommen, seitdem ich das letzte Mal 2015 gesehen habe. Ja, der Gürtel, schon- was ist da los? Stop the Happy Meals. Ja, er ist schwanger. Ich sage euch nochmal, wie man Kinder zum Von sich Wieseln selber. holt. Ja. Das war Babyklappen. Ich hoffe, dass uns wieder Babyklappen war wirklich mit der Herausforderung, dass einer auf und zu macht. Es ist so, wir haben uns am Schluss haben wir gespannt, manche Folgen werden entmonetarisiert auf einmal. Und man weiß aber nicht warum. Es wird ja nie genau angeben, warum. Nur so also stichpunktartig, Hamischmerz. ja, weiß ich nicht, ja, sexuelle Anspielungen oder irgendwas. Nicht Halt. eine war da dabei, nicht Da war eine. kein Und das ist halt eben Null. nicht drin gestanden, das weiß ich ganz sicher, sondern irgendwas da, wo ich sage so, Alter, wie soll ich denn jetzt rausfinden, was das war? Und ein paar Folgen nicht lang. Falsche Konjunktiv ist drin gestanden. In jeder Folge kommt irgendein dermaßener unter der Gürtellinie Drecksauschmerz und es fällt nix. Aber das Perverseste war tatsächlich eigentlich eher das, was der Kani vorgelesen hat. Das war, Das war. Dafür haben wir aber doppelt Geld gekriegt. das war, hat YouTube war gefeiert. richtig gut. Da sollte man eigentlich lauter kleine Shorts zur Erinnerung draus machen. Ich kann jetzt jede Folge was vorlesen. Man kann Sollen wir immer irgendwas man kann man rein- jede Genau, Folge Folge kann dann man raten, was er vorgelesen hat. in jeder Folge suchen wir uns dann einen Kommentar aus, den ich dann vorlese. Hoffentlich wieder so lang wie bei dem Video vorher. Ich hoffe, der muss mindestens Ja, 5 ich Absätze wollte sein. gerade sagen, und je länger das der Kommentar ist, desto länger hast du was zum Lesen. Sehr schön. Kann Schau, man mir dann nicht haben mal wir- schnell in die Raucher gehen? Ich wollte gerade sagen, währenddessen gehen wir raus. Also ChatGPT, Kommentare vorlesen, also einfacher wird das jetzt nicht mehr für uns. Und dann Kann machen wir ChatGPT noch, vorlesen? dann machen wir noch, wir bauen wir uns irgendwas, wo wir alle da so gleichzeitig auf einen Monitor schauen können. Und dann schneiden wir halt das auch noch irgendwie mit, wenn wir das ist mir wurscht. Und dann machen wir noch Reaction-Videos. Nein, dann bringen wir um. Richtig, das ist aber richtig Erection-Videos. Ja, da bin ich dabei. Wenn man so Lesben. Ja, tut mir leid, also Reaction-Videos sind für mich der Bodensatz Wenn dann von die YouTube. Das ist für mich der Also wenn dann Bodensatz. natürlich, wir kann man Porno-Reactions machen. Ja, und dann am Und Kamera auf und unser das Hosen. stundenlang beschreiben, was gerade passiert. Ja. Wird man geclaimed, also wenn man der Typ ist jetzt natürlich, du bist sofort weg, kommentarlos. Außer aber wenn es wird der man- Arschloch wächst. Ja, wenn man das irgendwie als Education verkaufen. Ja, also Arschloch wechseln, das funktioniert. Ja, aber Education. mal kurz so im Ernst, da wird man, wenn man Pornogestöhne in seinen Scheiß laufen, oder wird man dann weggestrikt? Ich weiß nicht. Wir Die kann das- ja Nein, wir könnten ja das- Hochleistungssport wir können- machen. Ja, wir könnten ja das Ganze praktisch in Gibt's die eine Kamera und dann machen wir die Töne nach. Einer muss dann immer, einer sucht sie, wir müssen dann halt Dreier nehmen und jeder macht den Ton von dem Dreier. einer noch. Wir brauchen noch verkult. eine zusätzliche Folge in der Woche mit einem Pornhub-Account. Genau, und dann Da machen wir können wir da, was wir wollen. und eine Kamera unter den Tisch, dann sehen wir, was so in Genau, der Hosen Wenn das passiert. mal mehr Abonnenten kriegen, also, Wenn wir die ganze Zeit keine Hosen noch hätten und die zweite Kamera für Pornhub ist drunter. Und das, Na, da haben wir Deppen, da verdienen wir ja wieder nichts. Da müssen wir Onlyfans machen. aber das Thumbnail haben wir ja schon. also was? Also, ich sag's nicht. Thumbnail, ja, hast du richtig Weißt du, gesagt. wie mir das meine Englischlehrer gelernt hat? Halt's Maul. Ja, du, Ja, ernsthaft. sag's mal. Okay. Thuthi, du sprich mir nach. Halt dein Maul. Sprich Nein, mir auf gar nach. keinen Fall. Der Flori- der Flori ist doch eh so. Das sei. Weil ich will gerade sagen, du weißt ja, dass der Wenger lispelst und Ja, so. deswegen werd ich's nicht Wer sagen. Loch kriegt, dann aufs Maul. Fixes. Echt so. Thuthi, Sophie. Ich kenn so hat er das. mir's gelernt. Ich weiß. Der Herr Menrad. Ja. Schöne Grüße, Herr Menrad. Ja, selber. Sie haben mich gecast, ich habe einer gecast, aber Ja, für mich. Thuthi, du süße Thuthi. Zuckersnecke. Lass los, ich muss zum Bus. Speib her, du fucking Jungheidigs. Ich kenn's ein bisschen. So hat er es gelernt, wenn es blöd was das TH auszusprechen. Ja, halt dein Maul. Lass mich doch einfach. Lass dir das einfach Thumbnail sagen. So geht aber Thumbnail. Thumbnail ist auch gut. Fatnail. Das sind die geilsten, Fatnail. die dann meinen, jetzt sage ich es mit F, weil dann fallen sie nicht auf. Das sind die besten.
Ja, aber eigentlich ist es nicht dumm. Jo, Weil das war jetzt schon das peinlich, ist als wenn ich richtig jetzt dumm. mit F gesagt hätte. Thumbnail. Thumbnail. Aber du wolltest eigentlich sagen, ein Thumbnail haben wir schon, weil... Da Ja, gibt's für dieses, da gibt es doch, und wie man, das Bild, was wir wie ihr gemacht glaubt, wir haben. nehmen den Podcast Stimmt. auf. Aus irgendeinem Grund, der mir jetzt nicht mehr ganz, sich mir nicht ganz erschließt, ist, haben wir mir irgendwann einmal die Idee gehabt, ja, wir haben irgendwie andere Thumbnail-Fotos, wir haben bloß uns oben, also oben halt rum mit anderen T-Shirts und schauen wir irgendwie blöd. Ja, machen wir einfach mal unten rum, ohne Hosen. Ja, okay. So, es existiert ein Beutel, wo wir alle drei im Boxershort da stehen und irgendwas... Und wir haben deine Und unsere Haarreife. Penisse. Beim Ja. Zipfelfichten. Nein, das war nix Haarreife. Was für Haarreife, Alter? Behindert. Nix Haarreife. Okay. Stimmt. Doch. Und unsere Schwengel in engen Shorts präsentieren. Ja, da war nichts ausgestopft. Nein, da war natürlich Nass. nichts. Das, ja, man sagt ja nichts. Natürlich kann er nichts ausgestopft sein. Da war nothing. Mein Camel Toe hat man gesehen. Das waren sie, Bei mir die Froschaugen. das waren sie große bei mir, hebt da Wort Not vor der Unterhosen. Kennst du das, wenn die so wirft so? Ja. So das ein Jeans haben das auch oft, wenn es so sitzt und dann wirft sie da das so. Ja. Kennst du das noch? Ja. So früher, aber du denkst so, no, da hat man nicht so alle. Ich hab das gerade. Wir haben Ständer. Ja, mit dem Mikroständer. Mikroständer. Warte, ich Apropos schnell Mikroständer. um- Was ist Mikroständer? Ja, stimmt! Das ist übrigens die Neuerung in Season 2. Yeah. Meh. Richtiges Material. Wir haben Neue Schachtel. einen neuen Mikroständer. Hey, und ich habe sogar mit viel Liebe aus einem Fulzding so Unterfutsal da, damit wir, wenn du was gerne mal tust, die ganze Zeit so umeinander draufhauen, ja, das tut er einfach gern, das tut er gern. Ich bin einfach gern. begnadeter Damit man es Schlagzeuger. vielleicht nicht so hört, ob da das Futsal drunter was bringt, stelle ich auf fest, ja. Probier's eher. aus. Der Name von dem Ständer, das kommt, weil wir unsere erste Billione verdient haben. Stimmt. Ja. Wir haben auch gekündigt. Alle? Sprich, in der Sommerpause haben wir uns gesagt, weißt du was, Ja. aber eigentlich gar keinen Bock mehr, wir sitzen uns jetzt bloß noch einmal in der Woche, labern wir irgendeine sinnlose Dreckscheiße und dann... Wir leben Dann immer vom sollte es Podcast. weiter, ja. Dabei Also wir leben zählen da jetzt vor auf Hartz euch. IV. Wir investieren Ja. jetzt wirklich all unsere Kraft an einmal die Woche Ja, Definitiv. auf eine Stunde. das muss aber auch klar. Ja. Und es müsst uns jetzt da schon finanzieren. Ja, Das muss Definitiv, jetzt ja. wirklich. wir wissen zwar nicht wie, aber das regelt sich schon. Hartz IV ist ein bisschen für den Arsch. Also Ich stehe auf euch. Ja. Oder Bürgergeld hast du Ich jetzt. wollte gerade sagen, das heißt nicht immer Hartz IV. Heißt es schon Bürgergeld oder... Ich glaube schon. Und es gibt jetzt anstatt... Ab Januar, glaube ich, oder? Oder gibt es ab Ich jetzt weiß schon? nicht. Ich glaube 50, Und dann oder gibt es mehr, ab... Keine Ahnung. Mir ist wurscht, wenn man das Geld zahlt, hauptsächlich krieg was. Gibt's jetzt nicht mehr... Wie das heißt, Schweigegeld, Was ich Erpressung, keine Ahnung. Also ich glaube zu wissen, dass das Bürgergeld 500 Euro sind. Und vorher war Hartz IV 470. Keine Schimmer. Ja, da haben sie es wieder Ich habe mich nur ganz... immer gefragt, warum es so schnell weg ist. Da haben sie auf alle Fälle wieder da haben sie es wieder ausgeteilt. Ja. Ja, gibt es wieder 50, 60 Euro mehr als im Monat. Haben sie einen geilen Anlass hergenommen, dass sie immer drauf schimpfen, hey, es kann nicht sein, dass man mit Bürgergeld so viel kriegt wie Leute, die arbeiten. Das muss weniger sein. Ja, aber vielleicht machen wir einfach mal mehr gescheiten Lohn. Ja, aber das Problem ist, dass die Leute, wo die das Bürgergeld haben, die arbeiten ja schwarz nebenbei. Und wenn du schwarz arbeitest, dann verdienst du halt- Nee, tut keiner. Ach ja, stimmt. Nein, Das tut keiner. kommt nicht vor. Nein, Na, schwarz. Es ist so, findet ihr, sofort switch zu einem ernsten Thema. Findet ihr unser Sozialsystem mit dem Bürgergeld, findet ihr das eine gute Sache? Oder sagt ihr so, ihr Wichser lebt von meinem verdienten Geld, weil es ist ja im Prinzip unsere Kohle dort, die da so ausgeteilt wird an Leute, die nicht arbeiten wollen, die nicht arbeiten können, die nicht... Arbeiten so in. Ah, der Bodensatz der Gesellschaft, da in der jeder hat so die 3%, die anderen einfach mitziehen müssen. Muss, das hilft. So, das hilft nicht. Ja. Das hilft. Findest du gut oder ist, was sagt Prinzipiell ist ein Sozialstaat was unglaublich gut und das ist unglaublich wichtig. Aber ja, man merkt halt irgendwie mittlerweile, dass diese Sozialleistungen anscheinend eher ein bisschen weniger werden und schlechter werden und so weiter. Ich finde, gefühlt, ich habe mich jetzt nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt, aber gefühlt geht es ein bisschen in eine blädere Richtung, als es eigentlich sollte. Und wenn ich da noch nicht so einen Scheißdreck her, dass wir zu nah an die Löhne dran sind mit dem Bürgergeld, wenn du dann anschaust, wie viel Geld das ist, und wenn das nah an unterster Lohnstufe ist, dann denke ich mir, sind diese untersten Lohnstufen nicht einfach irgendwie ultra beschissen? Und dann wundert es euch, wie Menschen geschmerzt haben, wenn keiner mehr diese Jobs machen möchte. Das ist ja eins zu unserer Lieblingsthemen. Da haben wir auch schon so ein paar Mal drüber geredet, so dass keiner mehr irgendwie Bock hat, diese Scheißarbeit für das Geld zu machen. Viele im Verkauf arbeiten zum Beispiel. Oder so Geschichten, dass das keiner mehr machen will, habe ich so das Gefühl. Und sehe ich sehr, da habe ich jetzt schon richtig verstanden, dass du findest, dass das Bürgergeld, ne, heißt es jetzt, nicht mehr Hartz IV, oder nehmen wir es einfach so, das Sozialgeld, so nah an den Durchschnittslöhnen, Nettolöhnen wirklich ist, unironisch, Anscheinend. weil nicht weil das so hoch ist,
sondern weil die Nettolohne so beschissen sind. Genau. Okay, ja, dann habe ich schon richtig verstanden. Okay. Ja, aber nur zur Vereinheitlichung. Es ist jetzt grundsätzlich ja nicht der Fall, sondern nur, wenn du jetzt das hochrechnest, weil du kriegst auch noch Wohnung und Co. bezahlt. Das ist ja, dahin geht ja, also aber es ist nicht, dass halt jetzt so, einer sagt, die kriegen 500 Euro und wenn du normal arbeitest, du kriegst dann 12 Euro die Stunde. Das gehört Du musst natürlich dann mit natürlich eingerechnet, das mit dazu weil rechnen. ganz ehrlich, du kriegst halt eine Wohnung gestellt und niemand in dem Land gibt es irgendeine Konstellation, wo jemand auskommt, also für seine, wie nennt man das, nicht Lebensunterhalt, sondern für seinen Unterschlupf zahlen muss, egal ob er ein Haus hat oder Mieten, was anderes gibt es nicht. Pachten. Mieten, Pachten, Wohnen. Ja, kostet auch regelmäßig Geld. Keiner kommt da aus. Und da sage ich dir ganz ehrlich, das kostet wahrscheinlich mehr wie das, was in dem Sozialgeld drin ist. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich habe noch nie eins gekriegt. Halt, stopp! Das stimmt nicht. Ich habe, bis ich zu meiner jetzigen Arbeit gewechselt habe ich mir von meiner alten Arbeit mir gedacht, weißt du was? Wenn ich kündige, nehme ich mir 3 Monate Urlaub. Das tue ich jetzt aber, fuck you. Weil das Geld nicht braucht, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, nicht viel, aber nicht viel braucht. Ich zocke den ganzen Tag schon immer. Und dann musst du zum Arbeitsamt, du musst dich ja melden, wenn du selber kündigst. Und dann bin ich da drin gesessen, das war so richtig geil. Dann liest man dir so vor, so, dann nimmst du Deine Rechte. Ja, liest man meine Rechte vor. Ja, Sie sind ein Mann, Sie haben einige. Florian! Mann, die freuen sich immer, wenn Frauen Hast du Witze und sprich aus, wenn die klären in der Sommerpause? Nein, ich habe Was beim Herr von Red Bull drungen, ich gebe es zu. Alter. Auf alle Fälle gibst du ja dann da so an, was kannst, was gelernt hast und den ganzen Scheiß. Das war bei dir nicht kurz. Das stimmt. Habe ich gesagt, Pipi Mumu Kakasee. Ja. Und dann hat er mir lustigerweise, ja, da hätten wir jetzt halt schon eine Firma da, wo sie sich bewerben kann. Der hat es nicht so ganz verstanden. So, du, ich habe absichtlich gekündigt und ich bin nicht da, weil ich jetzt schnorren will, sondern ich weiß, dass ich 3 Monate nichts kriege, sondern weil ich da sein muss. Oder ja, ich hätte jetzt trotzdem da eine Firma, da könnten sie nicht bewerben, das ist die und die Firma. Dann sagt er mir die Firma, wo ich gerade gekündigt habe. Also ungelogen. Dann bin ich da gesessen. Ja, aber da komme ich doch gerade her. Ja, aber so und so, dann werden sie da. Vielleicht kann sie sich doch mal bewerben. Ja, das ist, da hat er so indirekt, wollte er das so haben. Ja, da sage ich jetzt gleich so, ich bin jetzt zum Schnorren. Nein, ich bin jetzt 3 Monate da, ich habe schon eine neue Arbeitsstelle, da habe ich noch keinen Arbeitsvertrag nicht unterschrieben gehabt. Keine Ahnung, das war irgendwie komisch. Und die letzten 3 Tage habe ich 13,50 Euro oder irgend so ein Scheiß Arbeitslosengeld gekriegt. 13 Euro irgendwas, keine Ahnung. Und für das habe ich aber einmal auf Landshut fahren müssen. Und im Prinzip habe ich nur ein Minus gemacht. Weiß ich nicht, da haben sie von mir verlangt, persönlich zu erscheinen, irgendwo in Landshut, das ist jetzt weiter Weg, warum auch immer, und da einen Zettel abzugeben. Mittlerweile darfst du wenigstens, muss gerade auf den Gulfing fahren von uns da. Super. Ich habe das auch mal machen müssen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche ja nichts, ich habe schon neue Dinge, jetzt gerade schon 2 Wochen, bin jetzt daheim, ich brauche nichts von euch, lasst es mir in Ruhe. Nein, sie müssen da kommen, sonst kommt die Stasi. Was passiert denn dann eigentlich? Keine Ahnung, die schlankt die tot. Kommen wir zusammen mit dem Holzknüppel vom Vorher. Ja, genau. Mit dem echten. Ja, ich finde, es ist halt schon, das mit dem System auch, also dieses soziale System ist halt grundsätzlich ganz geil. Also auch für viele, die wo nicht arbeiten können oder sonstiges. Nur das Problem ist, dass diese Sozialsysteme oft auch ausgenutzt werden. Eben, wie wir schon gesagt haben, mit Schwarzarbeit, mit sonst was, weil es damit einfach mehr verdienst. Ist leider so. Ganz ehrlich, ich finde, dass wenn man halt an dem System arbeiten, dass diese ganzen anderen Aktivitäten nicht so lukrativ sind, dann müsst ihr vielleicht, das ist halt eigentlich ein komplettes Umkrempeln vom System, sage ich mal, damit das andere nicht so lukrativ ist, dass ich dieses System ausnutzen muss oder mich. Aber du wirst immer so ein Ding haben, kommst, ja. Eben. Ja, aber Christian Lindner sagt nein. Es ist aber jetzt nicht ausgeschlossen, dass jemand mit einem normalen Job auch noch nebenher schwarz arbeitet. Nein, sowieso, aber er hat halt nicht so viel Zeit. Sagen wir mal, wie es ist. Deswegen wollen es bei uns keine 4 Tage. Na, aber es ist halt zum Beispiel, deswegen ist ja, das gehe ich mal, hoffe ich jetzt mal, auch so nervig, wenn du dann wirklich einmal arbeitslos bist oder arbeitssuchend bist, dass du dann immer erscheinen musst, dass du da sein musst, dass die bei solchen Sachen bewerben musst. Einfach nur, dass die ja natürlich irgendwie aufregt, weil eben. Das ist ja auch kein, du hast ja jetzt noch nicht Urlaub so. Du darfst ja doch auch nicht den Urlaub fahren, du musst das ja vorher ankündigen. Ich finde aber, ich krieg dann jemand, der nicht arbeiten kann, wirklich, was weiß ich, der einen Behindertenstatus von 75% aufwärts hat, kriegt er den noch nicht einen Grund, der muss doch nicht im Arbeitsamt Also ich habe 150 oder? Behindert gerade, aber... Gehst aber irgendwie immer noch in die Arbeit. Ja, ich weiß. Darum auch 150 behindert gerade. Genau. Sie müssen noch mal arbeiten, Kani, sie müssen nicht. Jo. Ah, nochmal 50 drauf. Nochmal 50 drauf. Aber ich möchte gerne arbeiten. Also ich finde auch die Gesellschaftsgruppe, die ganz gezielt nicht arbeiten will, weil es ganz genau weiß,
Ja. Oh, ich krieg da eine Wohnung, mit dem komme ich aus, lang schon. Die Komischerweise Minimalisten. rauchen die immer alle und saufen den ganzen Tag wie die Behinderten. Das ist immer sehr interessant. Ja, aber wie das die, geht. die stopfen selber Kippen, dann feit nichts, das ist nicht so teuer. Ja, die schenken es da aber auch nicht. Was kosten denn gestopfte Kippen? Weiß ich Keine nicht mehr. Ahnung. Ich hab früher tatsächlich Was hast wirklich. du gemacht? Nur ich hab leider keinen Fliesentisch gehabt, das hätte noch gefeiert. Ah. Gut, ich brauche nicht schmerzen, ich rauche ja mittlerweile auch wieder. Ich rauche jetzt selber. Das ist schon extra. Also im Vergleich zu normalen Zigaretten Du ist es rauchst da selber? extrem günstig. Das ist ähnlich Ich daher. habe gesagt, ich rauche selber. Ja, ich glaube schon, dass du gerade gesagt hast, ich rauche jetzt selber. Ich rauche die auch selber. Das ist ich stark. trage halt selber. Proud. Und ich will Schachtelzigaretten rauchen. Das hat bei meinem Volumen an. Weil einmal da. Ja. Das hat mich 400 € im Monat kosten oder 300. Das ist irre, gell? Und mit selber 3D-Zigaretten brauche ich nicht einmal im 50er. Habt ihr das gelesen, weil wir vorher gerade gesagt haben, weil weniger Zeit für Tagewoche, dass irgendwo in Deutschland jetzt das größte 4-Tage-Projekt angegangen ist, aber Beschleunigungszeit, ja. wisst ihr es wo? Ich habe Ja, nämlich nur die das Schlagzeile hab gelesen, mit alles Ich wollte interessieren, eigentlich wo und wie und so die weiter. Frage stellen, so, weil du gerade mit der 4-Tage-Woche gekommen bist und ich wollte gerade so fragen, da habe ich schon lange nichts mehr gehört davon, was denn das die eigentlich waren? Ja, ich habe leider nur die Schlagzeile gesehen und habe jetzt halt vergessen, dass ich da mal nachschaue, wo und wer und wer sich da gegen dieses deutsche System stellt, wer uns da in den Ruin treiben möchte. Weil ich war auf 180. Mei, ich sag, es spielt da jetzt ganz viel zusammen. Ich finde, was eigentlich ein sehr interessantes Thema auch ist, was jetzt mit unserer Jugend anfangen, gibt es zwar in Bayern nicht schon länger, aber das wird jetzt in ganz Deutschland diskutiert mit den ganzen Fußballvereinen. Habt ihr es mitgekriegt, dass da die ganzen Jugendvereine, G- und F-Jugend, also die ganz kleinen, Fußballvereine jetzt oder egal was für Fußballvereine sind jetzt vor allem, die wo jetzt momentan so in der Kritik stehen, weil die haben jetzt alle, dieser Deutsche Fußballbund hat entschieden, dass man keine Spiele mehr macht. Also die spielen gegeneinander, aber in einer Turnierform. Das heißt, die haben mehrere Spiele an einem Tag und die Ergebnisse sind egal. Es ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Das zählt nicht, es wird nicht gezählt. Ganz die Tore ehrlich. werden nicht gezählt, dass natürlich da keiner enttäuscht ist und es soll ja jeder spielen können, auch die vielleicht nicht so Ja, begabt aber sind es dann nur so extra Turniere und dieses normale es gibt keine System? Tabellen, nein. Also es gibt's gar nicht mehr. das ist Also, weg. diese Es soll wirklich da die Leute anspornen, dass wirklich jeder spielt. Es geht da nicht ums Ergebnis, sondern um den Spaß. Ja, aber da kann ich doch auch einfach meine Kinder am Bolzplatz schicken. dann. Ja, aber das verstumpft doch. Du musst doch irgendwo mal das. Ganz du spielst ehrlich, Doch, du machst doch so Sachen, dass du wirklich mal Erfolgserlebnisse hast oder mal Ja, so auch eine Niederlagen Mischung aus- einstecken Denk doch mal zurück. Genau, ich so. habe tatsächlich auch mit Fußball gespielt. Jetzt denk einmal zurück, auch gerade in der Jugend, wenn du richtig jung bist. Hast du in damals einmal Halbzeit gemacht? Sollen wir vielleicht einmal machen? Oh! Holy Na, shit, gut aufbei. Immer noch ein bisschen Zeit gehabt, oder? Das ist jetzt schon wieder. 20 Minuten? Das, Ja, aber- aber ist eine gute Passt schon. Erinnerung, kommen wir trotzdem drauf. Machen wir Halbzeit. Bohnen F-Jugend keine Ergebnisse mehr. Genau. Erinnert dich zurück, in der F-Jugend war ja auch E-Jugend und so weiter, wenn du gewonnen hast und auf dem Auswärtsspiel, wie cool dieses Erlebnis war. Ja. Das Und man nicht du hast dann gesehen auch immer hat. so Was kleine ist das für Pokale eine gekriegt und sowas. Behindertenscheiße? Also, und Ja, das ist so doch. eine Aber Scheiße. Aber ist das dann jetzt wirklich komplett pauschal weg? Weil ich Das sage mal, so soll eine, kommen, ja. eine Zur Mischung nächsten draus war Saison. wahrscheinlich wieder das Gescheiter, wenn ich sage, okay, wir machen so Turniere, wo es wirklich nur um den Spaß geht, aber zeitgleich lassen wir auch dieses andere, weil, also ich glaube schon, dass es für das Heranreifen wichtig ist, dass man verlieren lernt. Es gibt ja als mittlerweile bei den Bundesjugendspielen, es gibt ja keine Ehrenurkunden mehr oder sonst was, es gibt ja nur noch Teilnehmerurkunden. Nicht? Nein, es gibt nur noch, Ich es bin- gibt keine anderen mehr. Auch fürs Warum Lesen, sollen die mich dann fürs Lesen, ich habe nämlich damals eine Urkunde gekriegt, dass ich Leseratte Dass du bin. lesen Ich weiß kannst. nicht, wo Eine Leseratte ich bin weiß ich. Ich bin eine nicht, wo Leseratte. diese Scheiße herkommt. Aber stell dir das mal vor, du musst doch irgendwie mal einen Ansporn oder irgendeinen Ehrgeiz entwickeln, das niemand da doch komplett. Ich Also sag dir ganz ehrlich, krass. heute nicht mehr. Heute bin ich eine fette Plauze. Aber in jungen Jahren, da war ich die sehr Wunder. sportlich. Und ich bin immer mit Lüge. so einer hinter anderen, wird man doch, wenn es sehr sportlich warst, in der Hauptschule vor allem, in der Realschule auch, wird man auf so Sommersportfeste mit anderen Schulen Ja, geschickt. Da war ich jedes einzelne Mal dabei in der Leichtathletik. Jedes Mal. Hast du Zahlen schreiben je- dürfen, oder? Ich die weißen Linien am Boden gemalt. Das wird zeichnen können. Bist du noch vorher hingefahren? Und jedes Mal mit unseren Gruppen, da waren ja alle, also jeder sowieso pauschal eine Ehrenurkunde gekriegt, weil du schickst ja dann nur die Besten halt in irgendeiner Disziplin. Und da hat man daheim schon umeinander post und sich gut gefühlt so, Motherfucker, look at this. Ich bin der Beste im Werfer bei uns. in Ja, der genau. Schule. So. Und ich bin der fucking Schnellste auf der Schule. Ja. Und ich bin der Hässlichste gewesen, auf jeden Fall. Warum? Das ist ja nicht so, wenn jetzt einige sagen, ich bin der Schnellste auf der Schule, deswegen fühlen sie doch nicht 699 Schüler schlecht. Na, und es ist ja okay, du musst ja wissen, dass es bessere und schlechtere gibt. Aber wenn die es komplett abstumpft, stell mir vor, wenn die erwachsen wären. Was ist denn dann? Weißt du, was noch viel wichtiger boah. ist, wie das Gefühl vom Gewinnen?
Verlieren lernen. Achso, ich dachte, das Duschen. Das Verlieren lernen. Ja? Und damit umgehen. Niederlagen einstecken. Ja, das denken wir nämlich auch, darum war da eigentlich so eine Mischung, sag ich mal, ganz recht, wenn man sagt, okay, wir machen mal die Dinger, wo es wurscht ist, und wir machen aber die Dinger, wo man halt auch mal verliert, weil vor allem bei Kleinkindern merkst du es ja oft, wie die durchdrehen, wenn sie verlieren. Ich sag das bei aber ich glaube, dass es Nichten nur und so. schlimmer wird, wenn ihm das nicht beigebracht wird und dann wird er erwachsen. Was meinst Wieder Massenmörder, wieder Serienmörder draus. was der Controller schrottet. Ja gut, ich habe es irgendwie aber trotz Verlieren auch nicht gelernt. Ja, das stimmt. Weil ich so viel Controller wie auf dem Gewissen habe, ich Nein, weiß gar nicht. das ist eigentlich ist das schon krass. Wie lange ist der letzte her? Sekiro, glaube ich. Was, Sekiro? Das war schwarzer Xbox. Aber Sekiro ist schon so alt. Was war denn noch Sekiro? Anbohr? Nein, wie heißt das? Boah, ich weiß nicht. Du meinst Bloodborne? Bloodborne, ja. Das war, aber, das war konsolenexklusiv, das habe ich nicht gespielt. Also ich habe schon einmal gespielt, aber ich habe ja keine Konsole nicht. Was war? Es war irgendein Souls-Game. Ich glaube, es war Sekiro, der komische Ninja-Boss mit auf der Brücke, wo links und rechts der Baum ist. Ich glaube, ich weiß nicht. Da habe ich, die haben ja so eine so Bananenform und ich nehme den einen Hinkel. Beim PlayStation-Controller geht das sehr gut, das ist sehr oft passiert. Und dann einfach nehmen und so in die Scheibe drücken. Und dann okay, das war's jetzt. Tschüss. Seht ihr die Wand da hinten, wo die 3 Poster hängen? Seht ihr die Löcher da drin? Ja. Glaubt ihr, wo die herkommen? Also es ist kein Rauputz. Entweder haben die es damals irgendwann. Erschreckenderweise ist es wirklich sehr nah am Rauputz. Vor allem, ihr seht so die Wind nicht hinter die Poster. Ja. Das kommt von früher, von da Sachen, das ist mein Kinderzimmer, von Sachen da und nicht pfeffern. Nicht immer Controller, das waren wirklich fei. Aber irgendwas anderes, was gerade umeinander liegt, hinter die Droschen sich. Kleine Schwester, Frau. Seitdem hat er keine kleine Schwester mehr. Kleine Schwester, die haben wir geschleckt haben, was? Was? Wenn es schmeckt, dann schmeckt. Ja, eben nicht. So, kleine Kinder sollen verlieren lernen, verdammt nochmal. Ja, Schon sowas mal. gehört einfach dazu. Das gehört zum Leben dazu. Scheiß kleine hysterischen Drecksschreizen. Und wenn sie es nicht lernen, dann schmeißen sie es in Babyklappe, die Vollidioten. Mir scheißegal, wie ich das In der sage. F-Jugend passen schon rein. Dann haben sie vielleicht wenigstens eine Familie gewonnen. Ein Stückchen weiß kriegst du es auch mit 13 rein. Schritt für Schritt, Stück für Stück. Was? Haben wir einen Durst? Haben wir einen Durst? Oh Gott, warum denn? Ja, ist ja gerade um das Thema gegangen. Weißt du, ich überlege schon, manchmal, gebe ich zu, manchmal überlege ich, wir kommen. Was war noch krasser wie die Scheiße, die uns da manchmal rausrutscht? Und dann kommt der Trottel. You're welcome. Das wird Da muss ich Stückchen ich besser. glaube, das ist das erste Mal, wo ich wirklich überlegen muss, ob man da was drüber legt. Weil, ja, weißt du was, leg mich? Sollen wir das Nein. Thema wechseln? Warte mal. Okay, tschüss. Oh ja, da ist ein Notizbuch Ich dabei. habe ein Notizbuch dabei. In einem Delta Airline Flug von Atlanta nach Barcelona. Ich weiß genau, was passiert ist. Es hat wieder mal einer geschafft, mit Dünnschiss eine Notlandung zu provozieren. Ich hab das Geiler Video Typ. gesehen, wo das Handyvideo so entlang filmt. Am Boden die ganzen Dünnschiss-Pizzen Der sind. hat 18 Meter lang im Flieger in den Zwischengang Dünnschiss hingeschissen. Geil. Der Pilot hat es als biologische Gefahrenquelle bezeichnet. Ja, was glaubst du, dass das... Wie viel, wo hat der keine Hosen? Was ist mit dem? Ich glaube, das Kurze hat Hosen. Das ist einfach aus der Kurze Hosen. Deswegen, das hat ja so ein, also du siehst das nicht genau, aber das ist nicht einfach ein gerader Flieger irgendwie, sondern da ist eben so ein Hagel drin. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du so lange Hosen hast und du fladerst da volle Kanone rein und das kommt nur aus einen Hosen. So geiles. Das Hosenrohr gibt es raus und wenn er halt geht, macht er halt den Hagel. Also so. Ja. Einer von den Passagieren hat gesagt, dass er dann mit Desinfektionsmittel versucht haben, das zu übertönen. Oder aber das hat dann nach Vanillescheiße Genau, gerochen, oder? Wo ist das irgendwo gestanden? Ja, das war in der Zeitung. Ein paar Leute haben seine Tweets abgegeben und ich hab's bei Weiß habe ich gelesen. In einem seriösen Hier ist auf der Bild- Newsartikel hier ist auf der gestimmt, Bild es gelesen. hat dann nach Vanille-Scheiße gerochen. Nach Vanillekacke. Ja, So, ja. Es hat der Typ, Vanillekacke. Ja, es es hat war der halt so- Passagier hat das gesagt, dass dieses Desinfektionsmittel mit Vanillegeschmack einfach nur dafür gesagt hat, dass es nach Vanille scheiße Ja, genau. Das war jetzt auch, ich hab das nicht gelesen, ich habe dieses eine Video gesehen. Ich habe mir schon gedacht, was jetzt geheißen hat, mit Desinfektionsmittel, das macht es nicht schlimmer als damit. Das hat es jetzt 2015 schon mal gegeben, ich glaube, das haben wir schon mal verzeiht und ich habe dann bei dem Artikel gelesen, dass es 2018 einen Fall gegeben hat, wo
da haben sie zwischenlanden müssen, weil nämlich einer die ganze geschärzelt hat und er hat nicht aufgehört und es hat so gestungen und hat am Ende dann sogar die Polizei kommen müssen, um diese Konfliktparteien dann zu trennen, weil der Typ nicht aufgehört hat zum Rumscherzeln und es so gestungen hat. Oder hat es einen Stress gegeben da drin? Oder? Anscheinend, ja. Ja, wahrscheinlich, aber stell dir vor, jetzt sitzt er neben dir in der Furz die ganze Zeit und du sagst, ja auf! Und dann das stinkt. Ja, aber Drauf geschissen, gut, oder? gut, wenn er absichtlich da rein, aber wenn er so krass da reinschorstelt, dann kann er ja, ich meine, was soll der machen? Ja, Verdrucker, ich kann ihm einen Ja, Schwarz nein, abzwicken, oder? Ja, aber aber neben dir die wenn ganze so Zeit krass, dass ein ganz Flugzeug zuscheißt. Dann hast du mit einem irgendwas mit dem Scheiß, Wagen, ja. mir dann die kannst du schaffen. das nicht mehr zurückhalten. Das mir Ich die meine, schaffen. du kannst den Typen nicht ich meine, das ist ultra Ja, gut, dafür haben sie ja bestimmt eine Menge Kerosin gespart. Ja, oder so viel aus der Luft. Ja, stimmt. Da heißt wir haben in Luftballon heißer praktisch. Luft geflogen dann. Ja. Ja, und Schon aus der irgendwann Luft. irgendwann Turbinen Was ausgeschalten. Das ist so eine kleine, wir nehmen das Achillesferse, Scheiße. Aber bei Hundescheiße, ich wen den Geschmack von fremder Scheiße, Im Mund haben. den Geschmack von fremder Scheiße im Mund hab, Das mag ich einfach nicht. Kommt drauf, ob es noch von dann dem schmeckt. hebt sich die Hose. In ungeahnter Höhen hinaus in die Lüfte und schwebte davon. Das ist meine Hilfe, da hebt es mich instant. Manchmal sogar schon, wenn ich intensiv genug daran denke, hebt es mich. Rieche. Daran rieche. Daran Ja, hoffentlich, wenn es irgendwo an der Was Klo meinst eine gestern du, vor dir Wir oder damals mit geflattert. Das ist so ekelhaft. die Bastelkleber, die wo du in die Plastiktüten rein du hast, wenn du so die Hundescheiße in der Hundetüten. Habt ihr jemals in ein Papiertüten Hundekacke rein da vor ein Haustür gelegt und angezinnt? Wir hätten es mal versucht, aber Ja, das hat was sich dann auch- so aufgewacht, dass dann die Tüten vorher schon durchgerissen ist. Na gut, wir haben mal ein bisschen einen Mist und so mit eingeschmissen. Und dann so schnell. Kannte ich nicht. Mann. Ne? Ich sag auch ganz ehrlich, wenn so, wir haben mal gehabt, dass der Plötze, so einer von unseren Katzen, der Koda, der einzige Mann Im Haus. im Haus, ja. Männliches- ich will Männer gerade sagen live. mit mir, aber Auf keinen Männliches- Fall. ich bin ab Männliches jetzt Cat. they them, das ist ganz wichtig. Der hat deppert. irgendwann einmal, kennst du es, wenn die Viecher mit dem Arsch so am Boden dahin rutschen? Ja, Hat er mal gehabt und rutscht halt wirklich durchs komplette Wohnzimmer am Parkettboden. Hoffentlich hat er sich kein Schieferling eingezogen. der Arme. Das ist ja auch wirklich unangenehm für die Viecher. Über das mag ich mir jetzt nicht lustig machen, aber dann, Aber. das stinkt so dermaßen. Und wenn ich das dann sehe, muss ich muss sagen, Bürgerin, das is your Gut. job, I gonna die. Habe ich auch nicht können. Ich bin auch mit Katzen und Hund und so weiter aufgewachsen und ich habe da meinen Hund auf dem Auto mitgenommen. Das war so ein großer Dobermann Schäfer und Mischling. Hat ich geil ausgekauft, wenn der auf dem Beifahrersitz sitzt. Und sie hat auch immer mitfahren müssen, so eine Hündin. Und dann sitzt drin und kommt sie geil vor, die ersten 2 Minuten und dann auf einmal, oh fuck, wir fahren mal ein Auto. Eingeschwimmen. Und speit mir voll den Fuß rein unten ein. Ich bin auch sofort schon mal warm. erzählt, Wir oder? haben die Kosten, Amy. das hat schon mal erzählt, ja. Ja, Da haben wir das ja. nur ein Insider vom vorher, wie Transgau Wieberg, Avon. Avon, stimmt, Avon. Ja, da hätte sie am Mit lieben Nils geäffert. aber weggeäffert. Da hätte sie am lieben aus dem Auto geäffert, aber die hat mich geäffert, weil die so groß war. No. Ja. Da ist dann Haxen ab, wenn du aufziehst. Mhm. Die hat nicht gewusst, was mit dem Maul machen kann, die war so geil deppert. Das wird Emma. Ja, Die hat auch sicher nicht Hauer, dass du sagst, Alter, wenn du einmal zubeißt, ist alles vorbei. Ja. Und dann aber hockst sie du denkt sich gerade, wo ist dies? Modem-Verbindung sind. Habt's einen drin? Ins Flugzeug eingeschissen. Was du das? Ich stelle keine weiteren Fragen. Haben wir sonst dafür lustige aktuelle Themen? Aktuelle Themen. Also ich hab Das nur, ist schon noch eins. Eiwanger ist wieder mit der Reißen. Aber der ist übrigens auch eins, ja, das ist wieder in der Reißen. bin ich wenigstens immer der einzige Rassist. Antisemitismus. Florian, du bist im fucking Höchstfall, wir sind sehr stolz auf dich. Es ist erst Antisemitismus wird da unterstellt, nicht Rassismus. Also du bist schon nur allein auf dem Rassismusfeld. Also, sorry. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Also- wieder äußern mag. Ja, Ich ich glaub, finde es die gerade so Firma- einzige, so Nein, einzige, ich finde es halt ein müssen wir bisschen, nicht. ich finde das einmal mit so Jugendsünden, manche schlagen jetzt ziemlich über die Stränge, aber sein Umgang damit, der ist halt dumm. Ich habe es gar nicht so recht mitgekriegt, wie er damit umgeht, aber ich finde, es bestätigt sehr, was du einmal in irgendeiner Folge gesagt hast. Es geht nur Eifern? darum, Oh, Leute da drin zum Eifern, den anderen auszumrichten. Ja, ja. Das ist so ein richtig gefundenes Fressen. Ja, Walle ist das ein auch ganz so. cooles, das wird, ja. ein ganz gutes Thema dazu noch. Also nur noch ganz kurz dieses Meme. Kennst du das von dem Rubiales, von dem Spanier, der wo doch die Weltmeisterin geküsst hat? Oh, da wollte ich sowieso fragen, das habe ich Und- nicht mitgekriegt, da war ich nicht da. Nee, Was ist da los gewesen? Also die haben die meiste, Und wo die sie- haben die Weltmeisterschaft gewonnen, die Spanierin, und dann geht halt der Chef hier umarmt die und dann packt er ihr Gesicht Welcher und Chef? küsst der Spanische Fußballchef Also der, von der F-Jugend. Der FIFA-Chef, glaube ich, oder? Nein, der spanische Nein, der spanische- F-Jugendchef. Na, der Vorsitzende halt von der spanischen Fuß- Nationalmannschaft. ja. Ja. Also. Nicht der Trainer, sondern der Vorsitzende. El Jeje. So was wie der Bierhoff in Deutschland. Ah, okay. Und der hat ja auf den Der, Mund genau, der hat geküsst. es packt und hat es auf den Mund geküsst.
Ist klar, ich hab's nicht gesehen, ist es klar ersichtlich, dass sie da keinen Bock drauf hat? Ja, sie hat am Anfang gesagt, sie wollte das nicht, danach hat sie das wieder rufen und gesagt, na, es war halt in dem Moment und jetzt ist aber so, jetzt hat sie noch gesagt und so weiter und so fort. Und es hat ja auch, wer hat das gesagt, irgendein Deutscher, der irgendwer... Rangelschlecker. Der Rangelschlecker Sepp, der hat... Rangelschlecker Rupp was dann einmal. Rangelschlecker Rupp. Und der hat dann auch gesagt, ja, mein Gott, im Eifer des Gefechts kann es ja mal passieren. Ja. Und jetzt mittlerweile hat jeder Gassenvergewaltiger auch schon gesagt. Und da gibt's doch von, der Postillon hat doch da ein richtig geiles Ding gesagt. Der heißt Postillon. Postillon, ja. Der hat immer recht geile Thumbnails. Ja, und die Thumbnails vom Postillon. Und da ist drin gestanden, fancy as fuck. Das war, der Kuss auf den Mund, das war er nicht, das war sein Bruder. Da habe ich sehr lachen müssen, wo ich das gelesen habe. Das war gar nicht er selber. Vielleicht, wenn. Voll. Asozial, nicht mehr dann das Schaf im Arsch. Aber echt, ey. Disgusting. Überall anspeien. Wäre es vielleicht nicht, wenn ich hab's ja auch nicht hundertprozentig mitgekriegt, der Aiwanger sagt, oder beziehungsweise den Aiwanger sein Bruder sagt, er hat den Zettel damals geschrieben. Deswegen war der witzig. Das war eigentlich ein guter Witz, Florian. Ja. Hast du dich sauber vorbereitet, muss ich sagen. Überall auf alle Fälle sind doch jetzt wieder Wahlplakate, überall sechsten Eiwanger mittlerweile mit Hitlerwort schon wieder. Ja. Aber ja, wie gesagt, sein Umgang ist, ich finde es, ja, also natürlich ist es ein richtig asozialer Witz halt. Was war's nicht? Ich weiß gar nicht, was drin gestanden ist. Irgendein Flugblatt, antisemitisches Flugblatt halt, und war da nicht nur irgendwas, also mit so einer Hitlerfrisur und so weiter umeinander gelaufen ist? Ich weiß nur, dass dieses Flugblatt eben, also viel Spaß. Das ist ein bisschen nach stille Post, muss ich sagen. Ja, da müsste man nachlesen, also da war halt ein bisschen mehr, aber sein Umgang damit ist halt irgendwie ein wenig... Was du denn? Was ja, nicht sehr selbstreflektiert, und er redet halt raus, mein Gott, ich war halt jung. Das ist ein bisschen... Er sollte ein bisschen reflektierter damit umgehen, also... Es ist halt auch nicht unfassbar viel dabei, dass man einfach ganz klar sagt, ja, natürlich gehört das auch dazu, ich war jung. Ich distanziere mich heute ganz klar davon. Genau. Das war absolute Dummheit. Ich schaue mit in Grund und Boden dafür. Für meinen Bruder. Für meinen Bruder. Der Flugblätter gemacht hat und spanische Frauen küsst. Das ist auch wieder ein Unterschied. Oder das Bladel bei sich im Schulbag hat er mehrere Bladel da im Schulbag gehabt, weil er es selber gemacht hat, weil er es selber verteilt hat. Das sind alles nochmal so Nuancen, wo ich sage, dann ist es noch schwerer zu gewichten. Was ist wirklich da drin gestanden? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Am Ende des Tages ist er der Eiwanger dagegen. Das ist richtig. Auf jeden Fall. Gegen Frauen küssen ist er auf keinen Fall. Er ist Eiwanger, Simi. Weiß ich nicht so recht, ob der Frauen küsst. Das ist jetzt mal eine Vermutung, weiß ich nicht. Eiwanger? Ja. Ich glaube, dass er gern Bulldogs küsst. Wir haben Mechanophilie. Bulldoggen. Ach, Eiwanger. Keine Ahnung, irgendwie ein schwieriges Thema. Das, was mir aber auf den Sack geht, ist, dass das dermaßen breit getreten wird und ums Verrecken nicht aufgehört wird damit. Es waren ja jetzt Sommerinterviews mit den ganzen Politiker-Seppen. Ich habe mir genau ein einziges angeschaut und auch nur wegen dem, ein Söder seins. Da ist 20 Minuten dauern, also 20 Minuten, und da soll jetzt eigentlich so um Fragen gehen, was gerade los ist, was wirklich wichtig ist. Da ist, glaube ich, 17 Minuten lang ist um die scheiß Eiwanger-Scheiße gegangen. Ja gut, jetzt war es einer Bros. Ja, also trotzdem, sie waren einmal Bros, dann wieder nicht, dann sind sie wieder aber Bros. Aber muss ich da als Journalistin im Prinzip 17 Minuten lang die gleiche Frage stellen? Ja, ne. Und immer wieder, wenn sie nicht die anders. Antwort von dem kriegt, die sie hören will jetzt, dann fragt sie einfach nochmal, da bin ich da gesagt, was soll das sein, Alter? Das ist schon komisch, aber ich mag beide nicht. Ja, ist mir so das scheißegal, Alter. Wenn aber trotzdem, das ist Journalistin und ein Söder oder ein Söder und ein Eiwanger? Ja, dann mag ich alle drei nicht. Okay. Weil ich mir irgendwie denke, so, was soll das da? Was bringt man jetzt da? Was soll denn das? Ja, ich glaube, die wollen nicht, wir wissen ja, dass der Eiwanger... Ja, scheiß drauf, das Eiwanger-Thema jetzt. Die wollen halt wahrscheinlich jetzt mit Gewalt, dass er endlich weg ist, weil das war ja nicht tragbar ist, einfach mit seinem Scheiß, was er auf Twitter... So fühlt es sich ja aus, er muss mit Gewalt weg. Aber sobald sie der in einer scheiß Bierzeit steht bei uns, ist die Hölle los. Und darum hat sich wahrscheinlich der Söder-Macke gedacht, ja, da denken wir jetzt irgendeinen Scheiß aus, damit er da bleibt. Normalerweise, ganz ehrlich. Wobei, aber statt Eiwanger kannst du dann jeden aus dem Apfelwirt aufstellen auf die Bühne. Das ist wahr. Nicht viel Unterschied. Das ist wahr. Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob es da schon mal gesagt hat, dass sein Twitter-Account ist, als dass ins Wirtshaus um 10 auf Nacht Handy einlegen und sagen, jetzt schreibt es mir drauf los. Schreibt's mal genau, was. schreibt's mal Ja, drauf. lass mal rundum gehen. Ja, genau, jeder, der von sich was Ja, macht. Das ist der Flug-Account. Ja, genau, wer es ablegt, muss Mass of X saufen. Und sollte die nächste Runde Der schmeißen. Der macht einen neuen Twitter-Account. Der muss einen Account oder der muss einen Text schreiben, der länger ist wie 160 Zeichen. Das schaffen sie nicht. Ja. Das schaffen sie nicht. Ohne Rechtschreibfehler. Das wird interessant, ja. Was war sonst noch so? Endgame. Mir ist was sehr Peinliches passiert. Ah, Ist eingeschissen. der geschissen. Na, nicht so peinlich. Kann nicht so schlimm aber sein. fast so peinlich. Ich war das Flugzeug erste Mal in eingeschissen. einem anderen Fitnessstudio. In einem Und das- anderen Ja, ich als? bin jetzt als dem ersten. Okay. Und ja, Okay. Ich kann es ja nicht glauben, ich habe kein Selfie gekriegt. Ohne ja, ich schick dir keine Ohne Selfies. Selfie war man nicht flexen. Doch. Stimmt, Selfies habe ich ja schon lange Ja. gekriegt. Ja, Auf jeden Fall ist es ja so schon ein bisschen unangenehm, wenn du das erste Mal reingehst und keine Ahnung. Nix anhast. Und ja, da schauen die Leute halt immer komisch. Aber sie können mir nicht viel Ich wegschauen. muss jetzt nochmal nachfragen, es tut mir leid, weil ich nicht mehr ganz folgen kann. Ich bin ein bisschen gaga in der Birne. Um was geht? Du gehst gerade das erste Mal ins Genau, jetzt Fitnessstudio. gerade In ein neues. in ein neues Fitness. Ich habe Genau. wir sind das erste Mal in die Dusche, weil du irgendwas gesagt Jetzt, nein, das kommt noch. Das kommt noch. weißt du, warum man Und- kein Quant hat hast? Und dann haben wir praktisch, Jetzt lass ihn ausreden. ja, genau. Entschuldigung. Und dann bin ich da halt eingegangen und das war irgendwie schon so ein bisschen unangenehm und ist alles neu. Dann trainierst du ein bisschen, dann gehst du zum Duschen und Wo hast du den Druck da, hä? alles. Die haben wir dann helfen müssen, mein Gewicht wieder zurücktragen. Curls, so früh war. waren Curls dabei? Curvy Girls. Curvy Girls? Curvy Girls. Und da waren wir bei. Curling. Fickt euch doch. Ich fang wieder genauso um, wie es aufgehört, Mann! Es heißt Ich nicht mach nur Curling, kurz- es heißt Girling. Er hat Curling gesagt. Ja, und ich hab Girling gesagt. Gut. Und ich wollte meine Geschichte erzählen. Und ich hab Göring gesagt. Da schießt deinen alten beim Eisstock, schießt einen Eisstock. Ich hab keine Alte. Da liegt kein Punkt in der Mitte, sondern der alte und jeder tut mit die Eisstick. Das ist Girling übrigens. Okay, Entschuldigung, weiter. Aha, Entschuldigung. ja. Ja, ich halte jetzt mal mal. Ja, gut. Für mindestens 3 Sekunden. Nein, 3 Minuten. 3 Minuten Nein, brauche ich jetzt nicht. 3 Minuten nieder. Los. Also, dann waren wir beim Duschen und dann bin ich halt als Erster raus, weil ich war mit Maxi und bin ich so da gestanden und auf einmal klopft's. Er denkt, okay, was ist jetzt los? So Handtuch drüber gehalten, auch nichts passiert. Und ich so, ja, so nach 10, 15 Sekunden, ja, erst im Fitnessstudio, vielleicht war irgendwo ein anderes Geräusch. Ich das Handtuch nochmal am Boden gelegt, meine Füße, also mit draufgestellt, meine Zehen so Drucker gemacht. Auf einmal geht dann so ein ganzer Junge, die wo mir da am Anfang die Namen und so eintragen hat, geht dann da vorbei. Ich natürlich auf dem Handtuch gestanden, komplett in meiner Gottesblüte, wie ich aussah. Komplett nackt stehe ich da. ein Ich schau Ständercode. mich an, ich schau sie an und in dem Moment, es war so peinlich. Du hast einen Ständer gekriegt. Natürlich nicht. Ja. So eine Ziehung gekriegt. Na. Und, und das war so unangenehm. Das war ein Moment. Und ja, also das war schon sehr, sehr stark. Ja, was wollte die dann? Wollte die einfach nicht machen beim Duschen? Na, die hat da irgendwas gemacht, aber das war Ja, eine. jetzt war es aber interessant, was hat denn da irgendwas Es wird dann nichts mehr gesagt. Sie ist dann, ich hab mich dann ins Leck praktisch, ich hab mich dann angezogen und dann ist der Maxi aus den Duschen rausgekommen. Was und er hat's so, denn da gemacht? die ist dann da Da warst du in der vorbeigegangen. Männerdusche. Da ist ja die Dusche und danach kämen Toiletten und Waschbecken. Das sechste dann nicht mehr von da aus. Die ist Kackengang im Anaglo. Das Wahrscheinlich. War das Waschbecken geschissen. Und hat gesagt, ich was. Und dann hast du mich rausgeschmissen. Ja, genau, damit es dir nur ultra peinlich ist, dass dein Maul jetzt ist da vorbeigegangen und dein Zipfel angeschaut und hat gesagt, du warst Apropos das Maul war- halten, hast du nicht gesagt, du hast 3 Minuten dein Maul? Das machen die alle im Fitnessstudio. Die neuen Leute, die kommen Ja. und die schauen so. Ja, vor allem, du musst dir mal überlegen, da sind ja richtige Tiere und richtig gut ausschauende Männer und dann ich, fettes Stück Scheiße, die einzigen Insekt bin ich. Die tut mir richtig leid. Die wird nie wieder reingehen. Oh, der Klassiker. Ein echter Captain. Der Klassiker im Umkleidesaal beim Trainieren, nach dem Duschen, Ratschen, Ja, Handtuch der kennt's weg nicht. und dann die Dann Glocke. stehst du. Und dann wird da gebaumelt. Ja. Das ist- kennt jeder. Unangenehm ist das oftmals. Manchmal ist es recht geil. Es kommt- Manchmal ist es überraschend, was für Reben, dass die Leute da dran haben, die so dort stehen. Ja, Habe ich auch schon gehabt. überraschend kurz oft. Nein, überraschend lang, muss ich jetzt nicht sagen. Also ich habe da schon Reben gesehen, wo man gedacht habe, geil, ich möchte ein Viertel davon haben. Kann die erste gehabt. Ja, genau. Und dann hängt sie da. Ding dong. Und ab nächster Woche bin ich Bierfrau beim Eishockey. Biersau. Biersau, nein, Bierfrau. Soll ich meinen Fuß auch noch sagen? Ich habe Also meinen praktisch- Spaß dazu umgesetzt. Ja? Ich habe mittlerweile impotent auf dem Fuß stehen. Ja, zeig mir deinen Fuß. Ja, das wird man halt da nicht so sehen, wir sind so weit weg von der Kamera. Ja, was soll ich verzeihen? Verzeih, tu halt was. Das ist hier sein Fuß, der ist richtig asozial und stinkt.
und da ist sei impotent drauf. Aber Also, du musst ein bisschen näher hin. Ja, dann Ich wirft's sagen, mir. heute mal das so straight into the camera. Das kriegst du hin. Sag ich was? Der Volltrottel hat sich halt eiskalt wirklich impotent auf seinen Fuß aufgetan lassen. Positive Mindset. Positive Mindset. Positive Mindset. Und impotent ist du, man sagt es nicht gescheit, aber ja, ich glaube, so einigermaßen drückt es mir irgendwann auf Pause, keine Ahnung. Und das Das I geht schon. ist ein kleines Strichmanschkel, das ist sein Pimmel. Als im. Das Du ist, es ist einfach nur ein Oh, Manschgal da, neben ja, dem I. halt, stopp, stimmt. Oh. Ein Manschgal neben dem I und das hält sein Pimmel und streicht damit I und M Ja, durch. das ist sehr stark tatsächlich. Das Foto wirst uns mitten in der Sommerpause irgendwann geschickt. Schau, was ich. Wie hast du geschrieben? Wie hat das nicht geschrieben hast, du schau, was ich mache. Dann liest er, ich hab kurz braucht. Ja, ich hab Sag ich dir, was ist, ich hab kurz braucht. Impotent. Ja, irgendwie Impotent? dieses eine Buchstabending, das ist nicht das Meine glaube ich. Schrift ist was nicht die gehört. schönste. Also hast du das selber geschrieben? Ja, Ja, das ist Ach so! Das meinst Strichmanschkel selber zeichnen? Ja, also zuerst Oder habe war ich das- überlegt, ob ich mir ein Schriftding aussuche von Word oder so Mist, und habe mir gedacht, ach, so ein Scheißdreck, das musst du eigentlich selber schnell aufzeichnen, damit es ein bisschen eine persönliche Note kriegt. Ja, auf dem Und dann- Fußrücken, wie nennt man das Ding? Ja. Spann, keine Ahnung. Voll spannend. Vollspann. Am Vollspann. Ja, du schierst jetzt übrigens auch 10% schärfer. Ja, definitiv. Film und ewig. Nein, nee, wenn man impotent Ja, ist. Ja, es ist ja dann sollst du Durchschläge. mal deine kleine F-Jugendspackers, die nicht mehr wissen, wenn wir gewinnen und verlieren, müssen aber die Fresse reinballern. Ich darf in kein F-Jugend spielen mehr, weil ich so scharf geschossen habe. Ja, Kinder auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es Onkel Werner-Style war oder was anderes. Safe Onkel Werner. Das kann ich einfach sagen, ich kann aber der Onkel Werner war ein netter Kerl. Ja, das war ganz ein potenter. had free candy. Ganz ein potenter, ganz ein Der Onkel tiefer. Werner hat uns immer gut das braucht. Auf jeden Fall bin ich Bierfrau ab nächste Woche. Kennst du Ja das stimmt, ich wollte Bierfrau eigentlich beim Fragen Eishockey? stellen, aber ich aber nicht dürfen. Ja, frag mal. Wann ist es schon Was drin? tut denn eine Bierfrau? Du Du nimmst da praktisch links, rechts jeweils so 10 halbe und laufst durch die Reihen durch und verkaufst das Bier. was kriegst du dafür? Ist das ein Fanservice Nichts, oder ist das es ist, ernsthaft? das ist ehrenamtlich. Natürlich. Du musst Was mit dem denn anderen Arm Wie war das zwinkern, vorher sonst mit den sechs Leuten, die mit einer normalen Arbeit haben, keine Zeit für Schwarzgeldarbeit? sonst? Nein, da ist kein Ja, das Nein, Bier das ist. ist ehrenamtlich. Ach so, das war's quasi nächste. Wo? Dingfing. Nein. Der Flo ist nicht gewohnt, dass er Kappe auf der Falle für Ja. der Speis auf Die ganze weiter. Zeit, ja. Nächste Woche Freibier. Da Offensichtlich. gibt es auf gar keinen Fall Freibier. Gibt es ein gutes Little von Tanker, Freibier für alle, sauft, sonst gibt es gerade alle. Nein. Also da bin ich schon gespannt drauf, weil da werde ich schon einige Leute abfüllen. Das ist immer so ein schönes Gefühl. Kennst du jetzt, wenn die Leute schon wirklich so 5, 6 Bier haben und du gibst ihnen das nächste und du hast genau mit dem Bier bestimmst du seinen Tod. Ich finde die Bedienungen am allerbesten, die schon kapieren so. Beim ersten Bier, das die herstellen, natürlich noch nicht, aber dann anhand, wie schnell du die erste halbe austrinkst, schon erkennen, wenn noch so viel drin ist. Und dann von der Weiden so, noch eine, oder? Falle. Unter dem Arm. Und dann bringen sie es da schon, währenddessen sagst du ihm, nur geil aus, du drückst ihm das leere Glasl in die Hand, er stellt das neue her. Dann kriegt von mir die Bedienung 10 von 10. Ja. 10 von 10 Du musst Trinker. wissen, und ich glaube, Nein, ich bin ja keine Bedienung nicht. Ich laufe ja nur rundum mit dem Zeichen. dass das sau anstrengend Da ist. mach ich Du mal, laufst nur um dumm mit den Zeiger, aber bist keine Bedienung. Gibst es nur um kaum das Trinken? ja, keine direkte Bedienung nicht. Du Schaut sich Zipfel. an, der Trottel, was Dummbatzen. Ich hab 2 Kasten, der Trottel. Geil, und dann. Nur ich bin noch am überlegen, ob ich wegschmissen. mal ein T-Shirt mache oder mit Bierfrau drauf oder ob ich meinen Weihnachtsanzug anziehe. Komm jetzt eigentlich einmal deine geschissenen T-Shirts bald einmal kaufen. Die kannst du nur, wenn du beschreibst, kaufen. Und im Frühjahr werden es dann offiziell released. Früher erst. Gibt's Ja, eine jetzt Release- im Winter gibt's braucht eine- kein Mensch T-Shirts Gibt's leider. eine Release-Party? Ja, zu meinem 30. Wieder haben. Ja, das wird zu meinem 30. dann. Wann wirst denn du Im April. Also nächstes Frühjahr. Nächstes Jahr schon. Denkt man, das sind noch 3 Jahre hin. Nein. Nächstes Du Jahr. wirst 30. Weißt du, was so krass ist, Flo? Ich Fucking hab die old man. immer noch, jetzt kennen wir uns wirklich schon lang. Ich hab die immer noch als den kleinen Schulburm-Azubi im Kopf. Jetzt verzeiht mir er, ich wird nächstes Jahr 30 gehen. Weißt du, was lustig ist? Gestern auf die Nacht, wir haben 2 Stunden eingedüllt. Deswegen bin ich ja ungefähr so fit wie Hans Zielsteiner fit, ich weiß es nicht. Und dann habe ich durch alte Facebook-Fotos gescrollt. Oh, da kämen ein paar, gell? Und eine der ersten, das war jetzt ja über 12 Jahre ist es her. Anfang September 2012 haben wir unser Logo für den Skate-Shop gekriegt. Ja. Und das haben wir zwei Wo sie geil dem- drüber Den grinst. 1080. ja, ja, genau. Wo wir beide das Riesendrum-Logo, was jetzt vorne dann ans Geschäft gekommen ist, außer drum, das riesen Scheiß, das war eine scheiße Umkampf und war aber super geil. Und da sind wir beide drauf. Bei mir ist es genau dasselbe, ich schaue mich auf vor 12 Jahren und denke mir so, Ich war schon immer geil. Denk mal über meine Beutel. ja, muss wichsen. Komm lieber. Ja, das stimmt. Aber da bist du nur wirklich richtig krass jung. Und dünn. Krass Und jung. dünn. Da bist du quasi 17. Da war ich 16, 17, irgendwie sowas. Leck mir doch am Arsch, Alter. Krass.
Ja, Ich weiß aber- die geilen Battle, wo wir bei dem einer Live-Auftritt waren vom Bürger in Österreich. Ja. Ah, geil. Boah, Das sind ja nur die geilen Battle von dir. Die glaube ich, habe ich sogar noch auf Facebook oder so. Ja, genau. Wo Mit der du Vanessa dann, und so. wo und du dann die- uns fotografieren wolltest und hast die ganzen so dämliche Selfies gemacht und dann habe ich dafür, Stimmt, dann habe ich Dominik. dafür diese dämlichen Selfies von dir die ganze Zeit gepostet. Guter Witz. Guter Witz. Der Witz, der war damals schon gut. Das war sehr enttäuschend. Was Muss war ich sagen. enttäuschend? Der Tag, Der Auftritt da. Der Tag an sich war ganz ich cool. wollte sagen, ich War fand cool. den Tag ziemlich geil. War so an sich auch ganz cool, aber ich war so traurig, weil der Typ da war wirklich, also der hat ja einen Geburtstag gefeiert und so weiter. Das war, wie war das? Echt? Schloss. Dominik. Burg Trausnitz. Ist ja vollkommen wurscht. Aber war das ein relativ großes Gelände. Weiß nicht, für so ein Schlachthof kleiner sogar? Wisch. Da hab ich ja, Schlachthof. Ja, hat's Schlachthof. geheißen. Ja, Genau, Schlachthof. Schloss Schlachthof. Und da war auch irgendein Österreicher Rapper da, der war weit bekannter wie ich damals. Vor allem, das muss man sagen, jetzt noch dazu sagen, das war weit vor meiner YouTube-Zeit und bevor ich die Musik ab 2020 jetzt gemacht habe, die 2-3 Leute kennen. Und der hat mich da eingeladen und dann hat er gesagt, ja, in der Bühne natürlich und bla bla bla. Und da haben wir mir das so geschaut, war super geil. Das ist genau, was du vorgestellt hast. Drin vor allem, da ist der Ton viel geiler und so. Ja. Und 5 Minuten vorher fängt es dann noch mit, ihr müsst übrigens draußen vor die Bierbingen spielen. Ja, super. Da freue ich mich ja, dass ich hier hingekommen bin. Dann haben wir das schnell runtergedüdelt und dann, der Rest war ganz witzig. Aber trotzdem, eigentlich war es trotzdem cool. War eine Also, Erfahrung natürlich. Ich habe ein ich bisschen, hoffe, dass war so ein witzig. kleines Revival dann an meinem 30. kommt. Ja. ich hab ein bisschen Code. Schlag ein? Ich übernehme die Frauenparts beim Singen von dir, wenn wir bei ihm auftreten. Ja, Bixen ist ja raus, ja, das ist schwierig. Das mache ich. Gut über die Bixen. Ich mache dann Twixen. Die hat das letzte Mal gekriegt. Letztes Mal haben wir einen Bixen eingekriegt, da hat es zurückgekriegt. In Ja. die Kommentare habe ich gesehen. Ja. Bixen liebt uns Schaut auch sie- immer noch. Hallo Bixen. Hallo Bixen. Hallo Wichsen. Die hört wirklich jeden Podcast. Die ist so Nice. dumm, ey. Echt, die Leute Das haben ist, überhaupt das nichts. ist ein gutes Wort zum Abschluss, glaube ich. Manche für die Leute haben nächste nichts mit Pause. deinem Leben zum Anfangen. Na? Dann Wollen wir ist schnell so Pause machen? nochmal? Sollen wir nur Schon wieder Pause Ja, machen. machen wir Ja, jetzt. Ich habe nicht schon wieder Pause machen. Gehen wir Oh, Verlängerung. Wir müssen mal Pause Was haben machen. wir jetzt schon wieder 28 Minuten durch? Ich verstehe es nicht. Unsere Schweinsachsen in die Kamera gehalten. Das ist so- Das letzte Mal bin ich wieder mal gefragt worden, wie es bei mir mit Kindern ausschaut. Dann sage ich, nein, ich habe keine Lust nicht drauf. Und es waren nicht mehrere, die Kinder haben. Ja, aber was tust du, wenn es einfach passiert? Allein die Frage ist schon, was tust du, wenn es einfach passiert? Ja, was Ja, tue ich dann dann? bist du Hab ich der gesagt, Behinderte. ich habe dann gesagt, dann fahr ich so auf mich in Babyklappe. Ich habe kurz überlegt, ob ich sage, ich hau ihm am Mangel oder noch gedacht, nein, ich sage lieber die Babyklappe. Witz, das ist, glaube ich, Der klassische- angenehmer. Ich schub's Treppen, aber ich genau. verstehe die Frage. Schenkst dir einen Kleiderbügel. Und ein Feuerzeug dazu Das habe desinfizieren. ich auch irgendwann einmal habe ich das ganz unterschwellig in ein How-To eingebaut mit der, ich weiß nicht mehr, was Doch, das war. ja, doch, das weiß ich auch noch. Den habe ich Ja, auch im Kopf, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr bei welchem. So, und dann fange ich ganz schnell, oder du schickst ihm einen Kleiderbügel. Kleiderbügel oder eine Stricknadel und bevor du jetzt checkst, was ich jetzt gerade gesagt habe, gehen wir mal weiter in Ding. Da habe ich kurz überlegt, so, das kann ich nicht machen, Alter, weil Ja, geht schon immer. offensichtlich geht es. Wir können mal sagen, was wir wollen, sie verstehen uns immer noch Alles. nicht Wir so sagen mal wirklich. einfach, wir orientieren uns stark am britischen Humor und Ja. dann ist Das Nice. ist ja wirklich krass, was so Comedians wie der Ricky Glasgow- Gervais, was der die Bill sagen Burr, auf der Bühne, das ist völlig utopisch. Ich sage, das ist ein Jimmy Witz. Carr, richtig geile Witze. Das ist Ja. ein Witz, dass ich mich da her sitze und Zweimal Aufpassen überlegt. musst, was du überhaupt sagst. Ich Ja. habe ja zu meinem Sommerpause in die Dinge, habe ich ja kurz, ich bin wieder da Video gemacht mit ein paar Spiele-Trailers und Scheiß. Yeah. Das hat auf TikTok sensibler Inhalt. Alter, was ist denn das für eine Fotzenplattform? Ich hab auch schon mal Schwanz in der Hand und hab dann auf das Video trotzdem schauen und dann kann ja, man halt nur weißt, so. kann ich mich nicht hinstellen mit meinem Schwanz wählen und sage, ich bin wieder da. Wow! Verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das für Welt ist, da Ja. möchte ich nicht mehr leben in so einer Das war Welt. dann ein penibler. Kleines Babyfuck dann ihm abgestochen. Das geht. Äh, Das geht. mein Einmal ist dagegen. Zipfel im Blut eingerieben und eingeschrieben, I'm back. Hat TikTok einfach nicht verstanden. Ist ekelhaft. Disgusting. Ist Aber jetzt ja nur noch mal ganz ekelhaft. kurz als Bierfrau eher Anzug, also Weihnachtsanzug. Das für war die klar, Saison? dass mit dem man einander irgendwie Oder- was vor Augen gehabt. Oder als mit Bierfrau-Pulli. Ganz groß. Oben ohne, ist nix. Nein, es ist kalt im Winter dann. Also Ja, das aber war wenn du viel tragst, dann wird er warm. ja, ich bin ja nicht dafür da, dass ich viel trage, ich muss dann nur viel zurücktragen, hoffe ich. Oder nicht lang tragen, desto schneller, dass es weg Ja, aber desto du wirst schneller dann auch kostet was hinbringen müssen, damit du Ja. was zum Zurücktragen hast. Durchwechseln, einmal im Pulli, dann oben ohne, dann wieder Ja, im Pulli. ohne das Ich möchte bin- keiner sehen. Ich bin Ja. eigentlich wirklich auch so ein richtig, das war eigentlich so lustig, mit einer richtig kurzen, so 80er Jahre Männer-Hotpant. So Und Jeans- Hawaii-Hemd, so kurzes Und Hawaii-Hemd. oben oder so. ohne. Oh, leck. Richtig Ja, rein. Klapperl, weiße Ich Sick. schwöre dir bei Gott, du verkaufst so viel Bier Ja. wie niemand zuvor jemals. Aber dann wäre ich wahrscheinlich bekannter als die Easerets bei themselves. Ja, mach das. Krass. Du hast was Und so geil auf die Plauze schreibst du einfach auf Bier. Geil. Ich mag Bier. B-I-R. Bier und hinten ein Preis drauf. Ja.
6,90. Ich sag dir ganz ehrlich, da habe ich nur einen Spacker dabei ist, der die im bekanntlich Hochformat filmt und auf TikTok postet und es geht viral ausgegangen. Okay. Was das sagt? Traust du nicht das? Dann mache ich wie Sharky bei den Kölner Hain und gehe in die Drittelpause immer aufs Eis. Tu es. Tu es. Traust du nicht. Tu es. Traust du nicht. Tu es. Traust du immer noch nicht. Bei 800.000 Likes. Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich bin mir wirklich bei vielen nicht zu schade. Und die kaufe ich, du Wichser. Aber wenn das Video ab. Und jeder Like ist mir das Geld wert. Das Video 10.000 Aufrufe, 800.000 Daumen hoch. Die Views kaufe ich, die Daumen kaufe ich. Okay. Die Damen kaufe ich. Okay. Und du kaufst lieber schon mal eine pinke Hotpant. Gut, das machen wir. Das kriegen wir hinter. Bei 800.000. Mir wundert ein wenig, dass du es so rigoros ablehnst. Ja. Bei dir wundert man so, ist Gibt es mit dem Alter? Ich weiß es auch nicht. Ja, jetzt langsam. Es wird dann 30. Ja, Florian, ist gut. Dann ist die Zeit, bricht an, jetzt Steibellag. Nichts mehr mit 2 Tagen saufen, so ein Scheiß. Ja, ich habe schon einen Plan für meine Party. Ja, scheiße, ich schwitze, wenn ich Drecks habe, wo ich nichts tue. Wenn du dran bleibst, dann kannst du weiterhin 2 Tage saufen. Also es ist eine reine Trainingssache. Das Alter ist da wurscht. Das stimmt. Ja. Das ist wohl wahr. Schau dir meinen Koffer oder sonst sitzen manche drin, die haben 45 Jahre durchgesoffen und haben das auch ausgehalten. Also haben sie eigentlich geschafft. Ja, die haben es eigentlich. Alles eine Sache der Übung. Ja. Falls am Willen, Florian. Ganz genau. Ja, das ist der innere Schweinehund. Das ist einfach, wenn der Körper Nein sagt, muss man auch mal Ja sagen. Das stimmt tatsächlich. Halt dein Maul und dann eine Flaschen Frau Millistengeist ins Maul. Was haben wir in der letzten Zeit, in den letzten Folgen einmal gemacht haben, wir haben schon während der Folge immer gewusst, wie die Folge heißt. So. Da haben wir auch ein paar Kommentare gekriegt, so, eine Titel sind die besten. Weil es sicher ein Haufen random Scheiße ist und ich muss auch fast jedes Mal selber lachen, wenn ich schreibe mir dann so die Stichpunkte zusammen, was das gegangen ist, und dann würfel ich einfach irgendeinen Satz zusammen und ganz oft muss ich ganz fest lachen. Weil es so richtig geistig behindert ist. Aber über was ist denn gegangen? Stückchenweise in Babyklappe. Schritt für Schritt zur Babyklappe, Anleitung. Stück für Stück. Anleitung, genau. Anti-Wanger-Themismus. Ja, ich überlege so irgendwas mit Eiwanger. Eiwanger muss immer rein. Eiwanger wieder dabei, Babyklappe. Antisemitische Babyklappe hat Eirammer. Babyklappe, Eirammer. Und dann machst du eine Flaschen vom Eirammer hin. Und das kann man schon trinken. Da haben wir fort, garantiert. Wieder schauen. Okay, ciao. Weiß ich nicht, das überlegt sich der Zukunftsbürger dann, wenn ich die Scheiße da zusammenschneide. Wird schon irgendwie hier. Das ist ein Wahnsinn. Machst dann einen Short da, bitte? Ja, bitte mach einen Short. Leute wollen mal Shorts. Bitte mach einen Short. Ja, Leute wollen einen Flocke in Shorts. Irgendwas. Genau, wir wollen einen Vlog in Shorts. Und da deine Ansage mit 800.000 Likes und 10.000 Views und du rennst oben ohne. Nein, nicht 10.000 Views. Was hast du gesagt? 10.000 Views? Na, wenn der 10.000 Views drauf hat und 800.000 Likes. Ja, das war der Punkt. Ich denke ja immer noch drüber nach, das kann überhaupt nicht funktionieren. Du bist ein gottverdammtes Genie. Ja. Das ist so. 1, 5, 8. Ich bin raus. Busfahrer, der Bus ist kaputt. Ja, jetzt weiß ich es auch nicht, haben wir jetzt mal fertig mit der Scheiße da. Ja, schon. Das ist die Scheiße nur mehr ein Jahr da hier. Hält mir das überhaupt ein Jahr aus? So. Jede Woche muss ich da Mist da jetzt der Bock. Wir arbeiten jetzt nicht mehr. Ja, stimmt eigentlich. Das kann ich so jetzt, wir müssen es jetzt durchziehen. Das nächste kleine Päuschen ist Weihnachten. Da ist er noch immer von Pause, okay? Das ist ja, das ist noch halb. Was ist denn das erste, wenn du vom Urlaub wieder in dort gehst? Das erste, ja, fuck, oder wann ist Urlaub? Und nicht. Oder denkst du so, hallo, liebe Arbeitskollegen, ich bin wieder da. Ich freue mich so riesig. So schön. Ja, ich freue mich so riesig. Natürlich. Hi Christoph, hi Andreas, schön, dass wir uns wieder sehen. Yeah. Machen wir heute toll Überstunden. Ja, wann ist denn eigentlich unser Firmenausflug? Ja, ich habe schon richtig Bock drauf. Mein war das lustig, als Elvira letztes Jahr so besoffen war. Ja, das war so schön. Ja. Mein Arschloch hat so schön geprickelt in meinen Bauch. Aber heute kann man es nicht mehr machen, da ist es gleich sexuelle Belästigung. Ja. Toll. Nur weil ich hier einmal an die Food grapscht habe. Ja. Was kann ich dafür, wenn wir hier in einem 20er-Zimmer grabbed her by the pussy. Disgusting. Warum haben Chefs oft einmal auf so Firmenausflüge so scharf? Und ich denke mir einfach immer nur, ich habe kein Problem mit also gar keins, eigentlich nicht mehr mit den Arbeitskollegen, aber ich sehe euch die ganze verfickte Woche, ich mag mit euch am Wochenende nichts zum tun haben. Go away. Auf gar keinen Fall. Go the fuck away. Freitagmittag müssen 2,5 Tage frei sein, da möchte ich nichts hören und sehen von euch hässlichen Leid. Und das ist, es fühlt sich, diese Ausflüge fühlen sich immer irgendwie wie Arbeit da.
Weißt du, weißt was, ich mag eigentlich nicht Weil da du sein. musst dich konzentrieren darauf, dass du nicht der bist, der du eigentlich bist. Ja, du musst dein Das ist bei gut, dass- Batman, dein Two-Face, nicht rauskommen. Da wird er meistens auf Nacht dann gesoffen. Ganz Nicht rauskommen. schwierig. Ganz schwierig. Bleiben. Spätestens nach den ersten Firmen-Events hat so wer Mutter geheißen, hey, was ist denn mit dir eigentlich los? Ja, genau. So, ja, so bin ich halt. Lass Na, mich mal Birger, trinkst du nichts mehr? Nein. Was tust du? Na, ich gehe ins Bett. spät, Ja, gescheiter ist das. Tschüss. Warum hast du da gestern nackt auf diesem Tisch getanzt? Das war ich nicht. Warum hast du denn dann gestern auf die Nacht ins Reindl geschissen? Jetzt wollte ich mitnehmen. Ich weiß nicht, warum hat Susi geschmust damit? Was? Mit dem Reindl. Ja, ins Reindl eingeschmissen. Was weiß ich, was ich mir gerade in meinem Hirn zusammengerendet habe? Irgendeinen Schwachsinn halt. Schau Ja, aus, als da ich heute noch geradeaus Dinge. Ich bin froh, wenn Ich der glaube, Kacke das ist so schon wieder vorbei ist. Kackwurst im Das Mund. haben wir leicht. Was? Das haben wir alle. Jetzt machen wir Schluss, oder? Ich hab keinen Bock mehr. Ja, schau mal auf die Uhr. Sagen wir das? Müssen wir uns One Piece noch weiter anschauen? One Das war eigentlich einer so ein etwas aktuelles Thema gewesen. Gute. Machen wir nächste Woche. Da reden wir nächste Wenn du Woche. es fertig hast, So, wenn ich es fertig dann habe. schmeißen wir. Muss er quasi schon morgen fertig sein. Au, Wir haben ja tipptopp am Zahn der Zeit. Aha. Zahn der Zeit. Ja. Zeitzahn. Könnte aber auch vorgestern Oder- fertig gewesen sein. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach am Sonntag keinen Bock und sage nur, du beim Podcast, da Sommerpause 8 Wochen. Ich hab's zweimal angeschaut. Was reden Wir können jetzt einfach die mit- gleiche Folge Nummer hochladen. Dann. Einfach Kann man eigentlich- einfach eine Audi und die nennen wir rein. Einfach Mit, ein Face, Nummer- mit so einer Deepfake, wo wir dann unsere Köpfe vertauschen und wir verzeihen aber trotzdem das Gleiche. Das war eigentlich ganz Wie witzig. kann man einfach mal alle Folgen nehmen zu einer großen zusammenschneiden und die einfach aufladen? Das nennen wir Best of. Kurz So ein Dreck. Du bist mit diesen 3 Wörtern rauskackern heute in Entschuldigung, jetzt tut mir leid. In fucking Höchstform, ich bin. Red Bull ist Pflicht bei dir, jetzt Ja. gekommen. Red Bull beim Autofahren, das brauche ich, ja. Ab in die Kommentare, Flocke eine, ohne Scheiß Red Bull kommst du nicht mehr in Genau. die Bude einer! Das muss ich vielleicht nochmal ins Mikrofon sagen. Zuerst scheiße echt zusammen, dass du im Mikrofon labert. Ja, und ich hab mich so konzentriert. Aber- Die mir derzeit ein bisschen Maul gehabt, das Mikro. Also Vielleicht ich bin liegt doch einfach an meinem. Flockiane. Vielleicht liegt doch einfach an meinem Roy Bianco Merch, der so Red Bulliane. Das ist wirklich. Da bin ich richtig Ich finde es begeistert. immer nur. Ich finde es sogar Frage, weil da hinten steht die Schachtel, die seht ihr nicht. Die haben ja ein eigenes Klebeband. Das ist schon geil. Ja. Das ist schon. Die haben ja auch so Aufkleber mit drauf. Da ist dann zum Beispiel ein Herz, wie so ein Piratenherz. Diese, Was ist ein Piraten? ja, da wo doch so diese. Das ist einfach nur Seemanns. Rolle durchgeht. Das ist Ja, einfach ein Banderole und da Seemann. steht Ein dann- Seemann ist das. Und da steht Piraten dann, haben da einen Roy Kiff. mit drin und also die haben da und Postkarten haben mit dabei. Ah gut, ich habe auch für 2 € bestellt, was soll ich machen? Ja, du kannst Also da muss schon sowas dabei sein. Und eine Leckmuschel ist dabei. Wie heißt denn gerade wieder die Piratenköpfe? Die haben doch eine Bezeichnung. Dungeon? Nein, da gibt's einen anderen. Wo? Der Dungeon? Nein, eine Flagge, die hat einen Namen gehabt, selbst wie Jolly Jumper oder selbst keine Ahnung. Google, ja, es gibt eine Bezeichnung für diese Piratenflaggen. Aber jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Echt? Hab ich auch noch Wenn nie ich den gehört. Begriff Also- fair vielleicht, aber das habe ich nicht gewusst. Vielleicht ist das eine Piratenflagge. Das geben wir unseren Zuschauer Und innen. als Hausaufgabe. ZuschauerInnen. Oh ja, wichtig, Und ZuschauerInnen. Die Dämmen. Damn. Damn it. Damn. Here we go again. Ich finde das mittlerweile ganz gut, wenigstens bei Hähnchenfilets. Da haben sie nämlich jetzt das auch gegendert mittlerweile. Steht da Hähncheninnenfilet. Was mit dem Hähnchen Außenfilet? Das gibt's nicht. Das wird Innenarchitektinnen. Ja. Double gendered. Ah, Double Gott, gender der in your ist face. so Ist es dann wieder geistig er? behindert. Weil zweimal Was Minus ist ist mit auch Plus. AußenministerInnen? Keine Ahnung, das ist Innenminister außen. Oder Innenminister innen. was? Ja. Habe ich das nicht gerade Na, gesagt? du hast Eiwanger innen. Außenminister Ich sag das ganz ehrlich, je Ich hab länger, keine- je ich länger weiß- dass wir jetzt da sitzen und das irgendwie Boah, guck unabsichtlich. Warum schwitzt eigentlich der fette Ranzen so? Ich schwitze auch wie eine Drecksau. Ich sag das, was ist. Ja, haben wir nicht extra wegen der Schwitzscheiße Sommerpause gemacht und jetzt hocke ich wieder da herin bei 35 Grad? Ja, wenn wir mir so heiß haben. Es sind immer 20,6, sagt der Leck Thermometer. mich an meinem Verschwitzten. Arschloch. verschwitzten An meinem Riechenden Eingang der Wurstfabrik. Ausgang der Wurstfabrik. Je nachdem. Wurstfabriks Jeder Ausgang kann auch ein Eingang sein. Definitely. Eingangs. Licky, licky. Bitte halten wir unser Mal. Ja, jetzt müssen wir Jetzt, aufhören. ist, Jetzt jetzt, ist jetzt, meine, jetzt meine ich, kommen wir in Schmane, aber dann Aber den wisst- Scheiß hätte ich eh nicht mehr. No. Na. Überhaupt nicht mehr da. Ich glaube. Hallo. Aber die Kommentare damit, leg mir noch am Arsch, Like nicht vergessen. Ja, Kani, schön Sie wiederzusehen. Flocki Anne. Schön Sie wieder. Zum Abschied, Ah, zum Abschied schön. habe ich noch was aufgeschrieben. Aber jetzt sag, was kommt noch?
Servus. Das steht da gar nicht. Das hast du nicht Du bist so ein Lügenwichser. Du bist der Lügenwichser. Nein, du hast gelungen. Einfach gelungen. Oh Gott. Der hat was aufgeschrieben, erzählt er. Oh, Mr. Anderson, wir haben euch vermisst. Können wir jetzt endlich Schluss machen, bitte? Ja, bitte. Das ist Okay, ciao. Schleicht euch bis nächste Woche. Season 2 wird offensichtlich grandios. Tschüss. Habe dir. Okay, bye. Please. End my suffering.